So, und wenn jetzt alles geklappt hat, solltet ihr uns hören und sehen, ab jetzt. Also jetzt ist es schwer schon wieder. Ja, Timing, unser Ding, wir sind grossartig. Es ist halt schwierig, wenn man Regisseur und Streamer und Produzent und alles gleichzeitig ist. Aber ich glaube... Wer ist denn das für uns? Guten Morgen. Guten Morgen, Arnothia. How are you today? I think good. Ja, ist gut. Also, ich hoffe, es klappt. Also, ich hoffe, wir hören den Andi. Ich hoffe, wir hören den Rest. Ja. Voilà. Soll ich jetzt gleich wagen, schnell eine Aufnahme zu starten? Ich probiere jetzt einfach mal. Ich nehme es jetzt einfach mal nebenbei noch auf. Mal schauen, wie gut das verliert. Das ist ja schliesslich, der Andi ist mega laut. Warum ist jetzt der Andi mega laut? Den habe ich doch extra leislicher gemacht. Also, tu noch mal etwas. Du kannst soll ich mein Mic bei mir haben? Nein, tu schon. Der Arnothia tut das dann überprüfen und sagt dann, ob das gut ist. Kannst du nochmal? Ja, check, zweiter Check. Ja, ich glaube, es ist doch besser so, oder? Sehr gut. Ja, wenn das klappt, ist gut. Ganz ehrlich, das Schlimme am Zügeln ist einfach nur, wenn man keinen dämlichen Kaffee rauslassen kann. Irgendetwas in mir rein stirbt gerade. Oh wow, das ist wahr? Ja, ich habe keinen Kaffee. Mir ist das erst bewusst worden, als ich rauslassen vorher. Ich nehme jetzt das gleichzeitig noch auf. Jetzt habe ich zwar das Intro, habe jetzt zwar halt nicht drin, aber das tue ich dann noch reinbasteln, ist kein Problem. Weil, dann kann ich dann hier nebenbei noch Musik laufen. Und? Was möchtest du für Musik hören? Ah, du hörst sie gar nicht. Hey, lieber Raffi, mach was Deutsch. Jungle. So. So, ja, perfekt. Also, hey, NX Waffles, guten Morgen. Gell? Also Andi, du musst gleich mal noch deine Was bist du wieder mit den Tasten hacken? Wenn jetzt irgendetwas auf meiner Tastatur sagst, zünde deinen Hamster an. Ich habe keinen Hamster zum Glück. Okay. Poste dir einen Hamster und den zünden an. Ja, liebe Leute, was sind wir denn? Ah ja, kein Chapel an, merke ich gerade. Oh mein Gott, das geht ja gar nicht. Du hast kein was? Kein Chatplan? Du hast einfach gar nicht einen Plan. Chapel. Achtung. Ah. So. Du sagst ja, du ready bist. Und dann bin ich bin grundsätzlich ready. So, jetzt bin ich relaxed ready. Ich muss einfach aufpassen, was ich drücke mit so wenigen Bildschirmen. Das ist einfach ein bisschen schwierig. So, wenn ihr irgendwie etwas Gutes tun in eurem Leben, dann spendet ihr mir noch einen Bildschirm. Oder mir eine Kaffeemaschine. Oder jetzt. Immer eine Kaffeemaschine, ja. Du hast ja gestern gerade eine Kaffeemaschine gekauft, im Fall. NX Waffles, Hamster anzünden, das ist Content 2020. Ja, wir starten hoch. Wir starten hoch. Mathieu, Kaffeemaschine ist schon etwas vom Ersten, was wir als letztes eingepackt haben. Warte schnell. Kann ich den Satz bitte neu formulieren? Die Kaffeemaschine ist schon etwas, was man als letztes eingepackt, aber wir sind ja mehrere Parteien, die rausgehen und ich bin nicht die Partei, die die Kaffeemaschine unter Kontrolle hat in dem Moment, wo sie jetzt hier bleiben. Aber das macht nichts. Also doch, das ist ganz, ganz schlimm, aber ich bin da für euch. Ich bin da für den Raffi, ich bin da für Twitch. Als ich zurück bin vor einem Monat, habe ich eine Kaffeemaschine weggegeben, hätte ich da gewusst. Nein, ich habe eine, die ist allerdings schon in der anderen Wohnung. Das wird übrigens, hey, Raffi, du hast die grosse Ehre. Das hier ist sehr sicher der letzte Stream aus meinem alten Sendebereich. Das wird es so nicht mehr geben, weil ich habe mir etwas gegönnt. Und zwar habe ich mir eine Giga-Leitung gegönnt für die neue Hütte. Und die ist jetzt angekommen am Freitag. Das ist geil, da haben wir ja beide eine Giga-Leitung. Das ist ja der Hammer. Jo, Alter, ich bin schon auf der Webseite, bevor ich Enter gedrückt habe. Das ist so gut. Ja,
Voilà. Ja, was haben wir heute alles? Wir haben News, selbstverständlich. Dann haben wir ein neues Format. Da muss ich mich jetzt schon entschuldigen, das hat leider nicht mehr gelangt. Weil 6 in der Wecker stellen und entsprechend nochmal aufwärmen im Nest funktioniert. Hat hat noch nie funktioniert. Jeder immer, oder? Darum hat es nicht ganz gelangt, für den schönen Bannerzug nochmal anzuschreiben, da hinter uns auf diesen 2 schönen Bildschirmen. Ja, darum stimmt das nicht, weil das neue Format, wir haben ja gesehen, wir das Format, also die Sendung grundsätzlich immer weiterentwickeln. Und das Format hat zuerst geheissen Movie Fails the Mission, jetzt heisst es nur noch Movies the Mission. Also, oder Movie Mission. So, oder? Haben wir uns geeinigt drauf. Ihr seht dann warum. Ja, du hast uns geeinigt drauf, aber ich finde es gut. Ich finde es so gut. ist wirklich toll. Es wird super. Es wird hervorragend. Wir kommen dann, wenn es um das Thema geht, noch drauf zurück. Okay. Ja, dann, was haben wir noch anderes? Noch gerade so, also jetzt gerade so vor den richtigen News, die ich zusammentragen. Ja, wie geht's dir? Mir geht's gut. Mir geht's grundsätzlich gut, wenn ich streamen kann. Nein, mir geht's gut, absolut. Das ist schön. Ja, das eine oder andere Tränchen verdrückt, halt auch für alle, die jetzt nicht zu Basel auf Fasnacht können. Ich hätte sowieso nicht können gehen, also ist das ja nur recht. Ach, das ist, weißt du, was das Schlimmste daran ist? Nein. Die Fasnacht wird dann abblasen, wenn ich nicht mehr zu Basel wohne. Das hätten sie schon vor Jahren sollen machen und durchziehen, weil ich nicht dort gewohnt habe. Pass auf, was du jetzt sagst. Ich sage jetzt Konfetti. Ah ja, das triggert mich überhaupt nicht. Natürlich, das soll ich nicht triggern. Ich möchte einfach mal erwähnen, ich finde die Fasnacht nicht besonders toll. Okay. Doch, die Kinderfasnacht ist gut, da hat meine Kleine daran Freude, dass es lässig kann ich mit ihr Das darfst du finden. Aber ich bin halt, jeder, der mich kennt, weiss es, ich bin grundsätzlich, meine Larve ist da hinten im Estrich parat. Ja. Warte, ist sie gar nicht an? Der Witz ist im Fall so Police Academy 1990, ich sag dir das. Ja, ich weiss, das hast du mal gesehen, was für Hose sich gestern angehört, die hat dir dazu gepasst. Nein, ja. Wieder jemand, der die Fasnacht nicht feiert. Fasnacht kann man nicht feiern, die kann man nur machen. Ich dachte, die kann man nur leben. Ja, richtig. Nein, es ist ja gut für die, die es gerne haben, ist das etwas Tolles. Ich muss sagen, ich habe gestern das erste Mal, vorgestern das erste Mal etwas gesehen, was mir gefallen hat an der Fasnacht. Und zwar, leicht bekleidet, nein, sag ich. Ich habe gesehen, dass ein Wagen hat, also wie gesagt, sind das einfach Wagen wahrscheinlich, nicht die Umzugswagen. Ein Wagen, ja klar, Basler sagt man ein Wagen. Auf jeden Fall, warte mal kurz. Ja, ist gerade leicht, Hänger, Tron, Lichtschläger ist gerade so voll an. Ich habe nachher gesehen, News wie der Christopher Reeve. Nein, wow, zum Glück kann ich es nicht rausschneiden. Haha. Dings, der Wagen hat den Tron gehabt, den Tron-Motiv. Ein Tron als Leitidee gehabt. Verdammt, ich brauche einen Kaffee. Auf jeden Fall hat es sehr gut ausgesehen. Okay. Wieder was nach der 4, das habe ich doch schon gehabt. Kommt wieder. Oder NX Waffles wieder. Ich meine mit 4 gut wieder. Get it? Ja, get it. Ja, ich weiß. Ja, nein, also eben, das ist so, das ist so ein bisschen, ja, schade. Aber wir regen darum beide Seiten auf. Klar, dass jetzt natürlich Basel, der Regierungsstatthalter, noch die Beizenfasnacht verboten hat, ist natürlich doof. Das ist wirklich dumm. Also, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Das aber der Bund, was ist Beizenfasnacht? Beizenfasnacht, weißt du, dass man wenigstens die Schnitzelbank kann, durchführen in den Restaurants und so. Ja, da hat jetzt der Baschi durch und sein Regierungsstatthalteramt hat gesagt, nein, das machen wir auch nicht. Ja, das dürfen sie natürlich, aber es ist jetzt irgendwie ein bisschen, ja, irgendwo hört es auf, oder? Also, weil, ja, das Jahr 2020 hört es auf. Ja, aber grundsätzlich verstehe ich den Entscheid natürlich absolut vom Bund, weil du musst irgendwo mal eine Grenze setzen und du kannst nicht sagen, also es ist ja gleich, was du machst. Der Bärsee ist jetzt einfach der Gegel, aber jetzt hat er gesagt nein, oder er hat gesagt, ja, ist mir egal.
Das spielt gar keine Rolle, es ist eher der Double. Also, voilà. Aber das ist nicht heute das Thema, sondern wir sind hier nicht politisch unterwegs oder irgendetwas, sondern wir haben News für euch. Soll ich anfangen in diesem Fall? Fang doch du an. Also, ich habe euch da schnell ein paar Sachen, die ich einblenden kann. Und zwar haben wir am 24.02.2020 ist Star Wars The High Republic vorgestellt worden. Das Ding spielt 200 Jahre vor der Skywalker-Saga, bietet Autoren viele neue Möglichkeiten für neue Charaktere. Es soll keine Überlappungen geben mit gezeigten Kinofilmen oder bestehenden Serien. Und entsprechend hier haben wir so ein paar Konzeptbilder, die dann etwa in diese Richtung würden gehen. Wenn jetzt die richtige Taste finden, was jetzt im Moment noch nicht der Fall ist, aber jetzt geht. Da haben wir ein bisschen, oh, das war der falsche Dude gewesen. Ja, no, der kommt dann später nochmal. Hier, einisch, da und da und da und da und da und da. Das sind so ein bisschen Konzeptbilder von diesem neuen Projekt. Andi, was meinst du? Brauchen wir das? Was heisst brauchen? Es ist spannend, dass sie mit der High Republic mal ein bisschen weiter weggehen von dem Szene. Also es spielt sehr viel so zwischen Episode 5 und 9 zur Zeit. Sei es mit Rebels gsi, sei es mit der neuen kommenden Staffel oder auch der bisherigen Staffel von The Clone Wars. Sei es mit Star Wars Resistance. Und es ist sicher mal spannend, dass man da in andere Regionen geht. Ich hätte mir jetzt zum Beispiel so etwas gewünscht wie die Old Republic. Da hatte ich jetzt sehr viel Bock drauf gehabt, weil es dort einfach sehr viele sehr geile Siths gegeben hat, sehr viele coole Stories. Aber ich finde es ein logischer Schritt, dass sie weggehen von dieser Zeitära, wo wir jetzt gerade Skywalker-Ära, ja. Genau, Skywalker-Ära. Soviel ich weiss, sind dementsprechend auch keine Filme mehr angekündigt, sondern das ist alles als schriftliches Material anzuschauen. Das heisst, es wird Bücher und Comics dazu geben. Auf das habe ich Bock. Ja. Bücher werden schwierig. Ich bin jetzt momentan gerade immer noch an einem Buch von Star Wars und merke so, es ist als Erwachsener hat man irgendwie weniger Zeit zum Lesen. Es ist krass. Das ist so schade. Es ist wirklich so. Ja, fast keine Zeit zum Lesen. Leider. Ja, ich habe jetzt gerade gesagt, ich habe mich eigentlich auch in das Witcher-Zeugs mit reingeben und ich habe mich gerne in andere Themen mit reingeben. Aber ich habe mich jetzt auf etwas konzentrieren und habe mir gesagt, okay, schau, ich gehe bei Star Wars, ich bleibe bei Star Wars, weil da bin ich schon seit klein aufgegangen, dort mehr tief rein. Aber das heisst halt die Konsequenz, dass ich mich wirklich fast nur noch auf das kann konzentrieren. Das heisst, dass Star Trek, wo jetzt ja die neue Serie kommt, würde ich vielleicht die Serie schauen, aber sonst nicht mehr kein Rewatch oder so machen. Auch Game of Thrones nicht. Ja. Ja, sorry, ich muss noch heute schnell etwas zurückgeschwind. Ja, bitte XXL, ist doch gerade ein bisschen los. Du hast XXL wählen, ich habe dir XXL geschickt. So. Der Meier, die Kuh wird gemolken, bis sie in die Schlacht kommt. Ja, selbstverständlich, man will ja Geld verdienen mit dem. Also sonst muss man ja auch nichts produzieren. Also das ist immer so, ich verstehe Meier seine Aussage, aber ich kann sie nicht unterschreiben, weil... Also ich weiss, wie er es gemeint hat, aber das machst du ja einfach so. Ich meine, es wird alles geschlachtet, bis es ganz ehrlich, kommt. Ganz ehrlich, ich bin nicht parat für die Diskussion. Ich weigere mich, über Star Wars zu diskutieren. So, wir sind in einer kapitalistischen Gesellschaft. Das ist logisch, es geht nur um Geld. Jeder, der irgendetwas macht, Disney sagt nicht, hey, wir sind gute Leute, wir mögen Kinder, machen wir Kinderfilme. So. Nein, es wird alles cool. Aber ich habe gar keinen Bock mehr, um Sachen wegen dem Scheiße zu finden. Also nicht jetzt wegen meiner Aussage, sondern generell wegen Star Wars. Ich habe keinen Bock mehr, zum mich entscheiden müssen, welcher von den 3 neuen Filmen scheiße ist. Ist am wenigsten kommen welcher von diesen 3 Trilogie ist. Ich finde Star Wars geil, ich freue mich, wenn etwas Neues kommt. Und all die, die es nicht feiern können, cool. Aber ich freue mich wirklich drauf. Ja, ich auch. Ich sehe das genau gleich. Das heisst ja nicht, dass es keine gute... Es kann sein, dass jetzt wirklich nur Müll rauskommt, aber es kann auch sein, dass einfach gute Leute am Storyboard hocken. Ich meine, Star Wars, das Game ist super, storytechnisch. Es traut sich nichts besonders Krasses und es kann rein wegen dem zeitlichen Setting auch nichts Unglaubliches passieren.
Aber das Game an sich ist cool, die Story ist cool und nice. Das ist wie beim Han Solo-Film damals mal. Wo einiges besser war, als dass es ausgesehen hat, irgendwie laut Zuschauerzahlen von damals mal und den Einnahmen. Weil es ist einfach, er hat einfach blöd gestartet, weil zu kurz vorher schon der andere Film gekommen ist. Aber es muss nicht immer eine riesengroße Sache sein. Es kann einfach mal eine coole Story sein, wie Solo war innerhalb von dem Universum. Wo mir einfach das Gefühl gibt, hey geil, ich bin in dieser Star Wars Welt. Punkt. Ja, ich sehe das ähnlich. Absolut. Also, voilà. Ich meine, wenn sie kein Geld verdienen, entlösen sie Leute. So einfach ist die Geschichte. Und solange Leute Geld verdienen, sind Leute angestellt und grundsätzlich geht es der Wirtschaft besser. Aber es geht, oder sobald man nichts mehr verdient, entlässt man Leute. Und das wollen wir alle nicht. Also muss irgendwo ein Kapitalismus stattfinden, weil so funktioniert unser System. Punkt. Und mehr sagen wir es dann nicht dazu. Hey, oder? Apropos Leute entlassen. Ja. Und Star Wars und Disney. Benioff und Weiss sind ja, soviel ich weiß, entlassen, oder? Ja, richtig, ja. Genau. Ja. Dann ihr Film sollte ja in 2 Jahren abbringen, Ende 22. Weiß man, ob da jetzt noch irgendetwas passieren wird? Hast du da schon mehr Informationen als ich? Nein, leider nein. Da habe ich absolut keinen Plan. Ja, ich bin ja nicht mehr nachgekommen. Ich weiß nur, dass sie von denen... Also mal doch, letztes Mal haben wir doch noch heute kurz das Thema angeschnitten. Ich glaube, sie sind jetzt mittlerweile... Jetzt schnell überlegen, wie ist das gegangen? Es wird 3 Filme geben, aber nicht zwingend aufeinanderfolgend im Sinn von einer Trilogie. Also es gibt eine neue Trilogie, die eigentlich nicht ineinander... Also weißt du, was ich meine? Wo nicht... Ja, das habe ich mitbekommen. Einzelstehende Filme, die aber am Schluss gleich wieder... Also 3 Stück sind. Aber also es ist eine Trilogie, die aber nichts miteinander zu tun hat. Irgendwie so. Also, oder irgendwie so etwas ja, ist sie werden wegkommen davon, aufeinander aufbauende Filme zu produzieren. Ja, eben. Und das machen sie, glaube ich, jetzt so. Weil das haben sie offensichtlich in den letzten paar Mal ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht, sage ich mal. Verstehe ich. Also, ja. Und das ist wirklich so, weil da hat man wirklich eigenständige Filme, und die gleich miteinander zu tun haben, weißt, aber nicht aufeinander angewiesen sind. So wie, ich will es jetzt nicht verschreien, aber wie das Marvel Universe. Die sind auch nicht unbedingt aufeinander angewiesen. Die funktionieren als einzelne Filme tiptop, finde ich. Ja, hi Jack Wack. Es ist viel weniger kompliziert, oder? Bei Star Wars wird es sofort kompliziert, wenn du Informationen nicht hast als Zuschauer. Wenn du Bücher nicht lesest, bist du völlig im Sumpf, je nachdem. Ja, und das ist halt wirklich ein Problem bei Star Wars. Also so gesehen ist. Naja. Hey Jack Wack, guten Morgen. Ich habe gerade den Vater kurz verloren, aber egal. Was ich weiß von Star Wars ist, dass The Mandalorian, wo durch die Decke gegangen ist, ja jetzt auf Disney Plus startet. Da Disney Plus erst starten wird, hat natürlich keiner von uns bisher die Chance gehabt, um diese Serie auch zu schauen. Aber es soll starten. Ich habe von jemandem gehört, und ich vertraue, dass sie sehr, sehr gut sind. Und er ist ein guter Typ. Ja, ich habe so gehört. So. Übrigens, da kann ich den News gerade abhaken. Darf ich das schnell, nehmen wir das jetzt gerade heute schnell vorweg? Aha. Ich habe noch eine kurze News, die dazu gehört. Ganz ja? kurz. Sag mal. Sie arbeiten an einem Teil 2 vom Star Wars Game. Was vom Star Wars Game? Teil 2 vom Star Wars Game. Aha, dann, vom aktuellen PS4-Titel. Jetzt hast du mir die News vorweggenommen wegen Mandalorian. Es ist ja so, mein grösster Feind im Fernsehbusiness hat es wieder mal geschafft. Und gut, das ist jetzt natürlich klar. Das ist auch wieder so ein Move, das ist ein Business-Move. Da müssen wir ehrlicherweise so sein. Und Pro7 hat sich da gegangelt. Und zwar ist es so, dass am 22.03.2020 auf Pro7 die erste Folge von Staffel 1 Mandalorian ausgestrahlt wird. Aber nur, und wirklich nur, die erste Folge. Alles andere gibt es dann nur noch auf Disney Plus ab dem 24.03. Speziell, hä? Das ist ein genialer Move eigentlich. Ja, natürlich, aber Pro7 hasse nicht. Ich hasse Pro7. Ich weiß nicht warum. Ich habe so einen Hass gegen die, dass die jedes Mal ihre Hure. Die drängen sich so auf mit Star Wars. Hey, wir haben Star Wars. Halt Schnurren, Star Wars können mehr. Ich glaube, Pro7 hasst das auch. Nein, soviel ich weiß, ist nicht sogar Disney Plus auf ich meinte Disney Plus, soviel ich weiß, hat sich den Deal wollen holen. Und zwar ist das klar, genial zum Start von Disney Plus bei uns. Ja, Disney Plus hat jetzt
die starten jetzt bei uns umeinander am 3. oder 24. Übrigens, wenn ihr Bock habt auf Disney Plus, muss ich jetzt so Hashtag unzahlte Werbung sagen, ist mir eigentlich voll egal. Auf jeden Fall Disney Plus, das Angebot gerade, wenn ihr Hi, nein, Fox Tales. Hey, nein, Wenn ihr euch jetzt das Abo dort machen könnt, ihr es ein Jahr lang für irgendwie 10 Stutz vergünstigt haben. Genau. Ja, also wie gesagt, das ist ein völliger Business-Move, aber für mich völlig okay. Ich steige jetzt das gerade raus, sonst habe ich es nicht ganz sicher wieder 3-mal gesehen. Ja, löschen. Das ist die weg. Stimmt noch Disney Plus auf unsere zu diskutieren Liste drauf. Ich habe jetzt Bock, zum über Disney Plus reden. Moment. Wow, gut. Ja, tu deine Gitarre. Wenn man Kind hat, ist es einfach schwierig. Okay. Ja, es kommt... Ich finde das ganz einfach. Ja. Einfach genug Ja, Beruhigungsmittel. Disney Plus ist in der Schweiz, was wie schon in der Schweiz möglich. Es war immer in der Schweiz möglich gewesen, je nachdem, wie man sich das reinzieht. Disney Plus ist ein Angebot, ein Streaming-Dienstangebot, ähnlich wie Netflix, aber mit Disney-Filmen und Serien und so. Voilà, das ist eigentlich das Ganze. Jack Wack, der Disney Plus wird am 3. oder 24. möglich sein in der Schweiz. Er haltet nichts von diesen Streaming-Abos. Ich bin ein bisschen Teil der Meinung, ich finde, es gibt sehr viel Gutes. Es gibt für kleines Geld sehr, sehr viel zu schauen. Und das finde ich recht cool. Ja. Ist aber halt schon so, dass auch sehr viel Müll dabei ist, weil sie halt einfach Leute nehmen und ihnen Geld ins Gesicht schmeißen und finden, machen, was sie wollen. Es kommen aber auch immer wieder ziemliche Perlen dabei raus. Und ich finde jetzt zum Beispiel Stranger Things, gerade die erste Staffel, ich bin froh, dass das rausgekommen ist. So. Aber es ist natürlich schon klar, es sammelt sich langsam. Du hast ein Abo für Amazon Prime, du hast ein Abo für Netflix, du hast ein Abo für Spotify, du hast ein Abo für Disney Plus etc. Und es wird halt schon sehr, sehr viel. Cool wäre, wenn es einfach so ein Ding gäbe, da zahle ich den Preis und dann habe ich das alles. Aber es ist wie mit allem, sie werden sich irgendwann gegenseitig auffressen oder verbinden oder whatever. Disney Plus wird übrigens, sie gehen recht mit einem Kampfpreis rein. Ja, voll. Die gehen, ich weiß, was wird sie in der Schweiz kosten? Weißt du das gerade? Deutschland sind wir bei 6,99 meinte ich. Ja, wahrscheinlich gemeint, ich weiß nicht, 12, 13 Franken. Auf jeden Fall viel teurer, wenn in Deutschland, das ist ja klar. Also es ist natürlich wieder, aber es tut uns ja nicht, also sind wir ehrlich, tut das ja nicht weh. Wir zahlen 19 Steine für... Also ich glaube, ich weiß es gar nicht auswendig. Bist du am Nachschauen? Ich kann dir jetzt nicht zugelassen, sorry, aber was alles, es wird sehr viel... Ich bin nicht so ein guter Mensch als Gesprächspartner. Mal. Es sind sicher die ganzen klassischen Disney-Filme, die sollen kommen. Dazu kommen Sachen wie Star Wars-Film, Marvel-Film, ja, Serien wie alles, The Mandalorian. Fox, Simpsons und. He? Also, Simpsons gehen mit allen fucking 30 Staffeln oder was es sind drin. Ja. Komplett. Ja, voll. natürlich, es gehört der Disney jetzt. Es ist Und, komplett. Also alles was Fox vorher gehört hat, außer Fox News, das wollte ja niemand, gehört jetzt Disney. Alles, Die Hard, jeder Film. Jeder Film. Jeder. Versteht ihr, was ich meine? Jeder 80er-Actionfilm gehört jetzt. Jeder gut, 80er-Actionfilm von Fox. 20th Century Fox gehört jetzt Disney. Stellt euch das mal vor. Jeder. Also, ich würde es mir wahrscheinlich schon holen, Waffles, weil erstens, gerade mit Kids ist Disney schon sehr, sehr cool, wenn du das sagst. Und ich glaube, so wenn jetzt das Angebot, das ich sehe, kannst du wirklich einmal einfach dem Kind die Fernbedienung in die Hand geben. Und das ist übrigens eine gute Erziehungsmethode, einfach die Fernbedienung in die Hand den ganzen Tag rüber. Nein, ich glaube, ihr könnt... Hammer. Warte, das Telefon nicht, ich glaube, Cash. Nein, ihr könnt... Also ihr könnt dort wirklich sehr, sehr coolen Content für Kids abgraben und ich glaube auch, wenn ihr selber noch ein bisschen hängen geblieben sind, so... Also ich würde sicher sehr viel darauf schauen. Das ist urleid, das ist wahr. Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, das sind ja ganze neue Serien von dem Marvel Universe, die reinkommen, die mich jetzt ehrlich gesagt nicht so interessieren. Aber ja. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass am Anfang das sehr viele werden abonnieren, weil sie The Mandalorian sehen zum Beispiel. Und dass sie es halt nachher wieder ababonnieren. Und mittlerweile hast du wirklich so ein bisschen, du kannst es schon relativ gut machen, aber es ist stressig, dass du halt einfach Monatsabos machst, für den, wenn gerade irgendetwas kommt, was dich interessiert und dann nachher das Abo wieder kündigst, aber es ist halt verdammt stressig. So. Das ist halt einfach verdammt stressig.
Ja, momentan sind wir wirklich bei einigen Abos, merke ich jetzt gerade so. Ja, Krass. es ist so. Also, ich meine, Spotify, nachher hast du Netflix. Es gibt noch Leute, die haben noch Amazon Prime und. Also, ja, es ist schon. Oder man muss sich halt vorstellen, wenn relativ das Zeug. Oder der Punkt ist natürlich klar: Swisscom TV, Ondo, Cablecom, das ganze Setup-Box und das Zeug, das ist schon nice. Aber es ist einfach halt gleich, es kommt gleich Werbung. Du musst es aufnehmen und du musst es skippen. Und es ist einfach schon viel einfacher. Weil, rechne es mal aus. Wenn du jetzt hier Disney Plus nimmst, plus, sagen wir Netflix, der ist schon recht gut dabei, oder? Der ist schon recht viel abdeckt. Und die zwei Sachen zusammen kosten immer noch weniger als das Abo von Ding. Am Schluss. Mit dem Internet und all dem, oder? Also, es ging noch... Also nein, Faktails, sag gerade etwas, was ich eben auch ein bisschen fühle. Und das ist 30 verschiedene Abos, die mit jeweils einen Serienfilm kannst von dem schauen, ist schon ziemlich wack. Ja, das ist wirklich so. Darum ist eigentlich Das cool, ist wenn man sich so absprechen mit jemandem und ein bisschen Account share. Ich weiss eben nicht, wie Disney dazu steht. Ich kann mir vorstellen, dass Nazi-Maus da etwas wieder gegen unternehmen. Ich hoffe es zwar nicht. Aber ja, Netflix zum Beispiel, da ist das relativ cool. Du kannst einen Account wirklich easy sharen. Ich weiss nicht, wie gerne sie es gesehen haben am Anfang, aber hey. Und so kannst du wirklich, wenn man in einer Wege wohnt oder so, kannst du sagen, hey, schau, ich nehme Netflix, du Disney Plus, oder auch wenn du mit Kollegen zusammen voilà. Kontakt hast, Leute, die Kollegen haben, machen das also ich so. glaube, es ist so, dass sie nicht aktiv dagegen vorgehen. Ja, also eben, das ist... Darum, und, ich meine, also, sie verdienen hoffentlich genug Geld, wenn sie zu wenig würden verdienen, würden sie es wahrscheinlich ernster nehmen. So. Ja, man muss halt schon ein bisschen Serien angefressen sein, zum wirklich sagen. Aber es ist halt so, Netflix hat zum Beispiel ein Überangebot. Sie haben sich zwar ein bisschen gefunden, sie machen viel, ich habe es gerade gestern mit dem Jay davon gehabt, sie machen mittlerweile viele Serien, was um irgendwelche Teenies geht, wo irgendetwas erleben, sei es jetzt Sabrina oder Stranger Things, oder The End of the Fucking World oder was auch immer. Aber es ist gutes Stuff und ich mag's echt. Wir schauen nachher noch mal kurz drüber, was so alles starten wird. Es gibt einiges an neuen Serien, wo ich gespannt drauf bin. Ja. Ich muss... Oder neue Folgen, neue Serien. Ja, Staffeln. Ich muss schnell heute eingreifen, weil wir haben noch tonnenweise News. Ich versuche kurz zu bleiben. Mit Star Wars The High Republic ist übrigens auch noch etwas anderes angekündigt worden, und zwar... Wir schauen dann noch schnell rein in den Ankündigungstrailer, einfach nur, dass man es mal heute gesehen hat. Nicht lang, aber einfach noch 2-3 Mal. Am vergangenen Mittwoch hat EA und DICE das neue Update Age of Rebellion für das langjährige Actionspiel Star Wars Battlefront 2 veröffentlicht. Der Fokus liegt dabei auf Koop-Element vom Spiel, sehr interessant. Age of Rebellion greift Koop-Part vom Titel mit der originalen Filmtrilogie auf und bringt euch gerade 7 neue Orte, wo man zusammen mit Freunden gemeinsam aufsuchen kann. Namentlich Yavin, Death Star 2, Endor, Hoth, Tatooine, Kessel und Jabba's Palace. Die aus dem Supremacy-Modus bekannten Capital Ships sollen in Zukunft nach und nach ebenfalls den Sprung in Koop-Modus schaffen, beginnend mit dem Republic Venator und dem Dreadnought von den Separatisten im aktuellen Update. Dazu gesellen sich 2 Reinforcement-Optionen in Form vom spielbaren Ewok Hunter, also auf der Rebellenseite, und einem IBS-Agent vom Imperium. Und weitere Maps für Heroes and Villains, Balance-Änderungen und insbesondere in Bezug auf Leia-Interface-Anpassungen und mehr rundet das Update ab. Also nicht Interface-Anpassungen auf Leia, sondern Balance-Änderungen auf Leia. So. Ja, hast du das schon mal gespielt? Ja, nicht, das ist am Mittwoch das, bist du schon dazugekommen. Ich bin leider noch nicht dazugekommen. Nein. Dazu. Hey, Naridi. Hey, Naridi, hoi, ciao. Nein, ich bin wirklich nur mit Zügeln beschäftigt. Das ist das erste Mal seit einer Woche, dass ich an meinem PC hocke. Das tue ich jetzt, wie gesagt, auch zügeln, damit ich wieder immer an meinem PC hocken kann. Pausenlos, ständig. Gut. Nein, ich habe dort noch keinen Kontaktpunkt dazu. Nö. Überhaupt nicht. Du schon? Auch nicht, hä? Nein, leider nicht. Also Ja, voilà. Jetzt hätte ich noch schnell heute einen kleinen Einblender betreffend Star Wars The High Republic. Wenn das gut ist. Ganz ja, natürlich. Sorry, ich habe auf die Tür zuhören. Mach mal, ist schon easy. Dann schalte ich das schnell um. Einblendung, ich hoffe, es kommt kein Gesicht, das noch nicht hergehört, das kommt dann später.
Jetzt muss ich schnell überlegen, warte, jetzt ist eben wieder das. So. Voilà. Und dann so. Ich hoffe, es kommt jetzt dann. Und dann noch ein bisschen so und so. Ich brauche zwingend mehr Bildschirme. We're finding ourselves at a very exciting moment with the Skywalker saga coming to an end. We're at a place of what's next for Star Wars. One of the things we've always done is be able to use our franchise platforms to explore the creative potential of the Star Wars galaxy. And so, what if publishing was more of an incubation place and bring in great talent and just let their imaginations roam free? We put together a really unique writer's room where we had diverse voices with very different opinions about Star Wars. We all love Star Wars, but we're all coming at it from very different places. This has been a very free environment for everybody to just throw things out there. We've all done lots of storytelling, but this is unique and really special. The idea that this thing has been simmering for so long. It's the secret history of the galaxy. Yep, it goes way back to the beginning of Star Wars. We gave them essentially a blank slate. What would you like to tell? For over 1,000 generations, the Jedi Knights were the guardians of peace and justice. A line that we've been hearing since Ich sehe, dass er 1977. leicht bekifft And we ist. thought, what does that look like? It is a golden age where there's much more peace and calm in the galaxy. Film. So we're calling it the High Republic. In der The Philistine. description that we've used for the Jedi of this era is that they are the Jedi Knights of the Round Table. But Star Wars isn't just about Jedi, and we will tell stories of new smugglers, new scoundrels, new bounty hunters. The threat and the tension Das finde ich really schon cool, comes weißt from du. the Republic's borders. Das Because the Republic dass does man not endlich neue extend Gesichter sieht, from one weißt du, side also of the richtig, galaxy to richtig the neu. other. It's a Wirklich bit of a neu für Wild ganz West Jedi. new frontier. What We I- see a different kind of Jedi So cool. that patrols the frontiers. Is more of a Texas Ranger. Oh yeah, man. Texas Ranger We're Jedis. now bringing in concept artists, illustrators, Chuck and visualists. Norris. The same way that you would when you're making a movie. We even had Ian McKay come down and just do sketch after sketch for us. When you have the guy who designed the look for Darth Maul sketching Jedi for you, it doesn't get any cooler than this. The scale of this initiative is really new for us. We're going to have stories for adults and teens and kids. Ich We're möchte es auch building können this out zeichnen. simultaneously across multiple publishers. It gives us the ability to tell vast interconnected stories across multiple years. There will be a core group of heroes that will expand over time. There'll be villains. Our main villain are the group called the Nile. We kind of like to refer to them as space Vikings. Their motto is, you can't take it with you, but we can take it from you. Our story starts with what we're calling the Great Disaster. It wouldn't be Star Wars without adventure. And there's definitely a series of events that will spin the galaxy into a dangerous new direction, and it'll give the opportunity for heroes to rise up. The cool thing about this is that there's going to be a story for every Star Wars fan. It's really das ist eine fun to be schwierige able Aussage, to keep oder? readers on their toes. This era Allgemein? is ripe for storytelling. for every Star the Wars fan. Eureka Das wird moment schwierig. was the question, what scares the Jedi? Man muss And that erzählen, made us all aber go, wieso ooh, nicht? something wicked this way comes. Das ist gut. Ja, doch. Doch. Ich bin absolut einverstanden. Ich habe sehr viel Bock drauf. Es wird etwas für jeden Star Wars-Fan sein, weil Star Wars-Fans sind die schlimmste Seuche, die die Welt je gesehen hat. Ja. Star Wars-Fans die hassen alles, okay? Du kannst ihnen geben, was du willst, sie werden es hassen. Dann warten sie 15 Jahre, bis die nächste Trilogie kommt, um dann das, was sie gehasst haben, zu verteidigen, weil das, was neu ist, jetzt das ist, was man hasst. Star Wars-Fans, ey.
echt ganz eine eigene Absolut, Sekte. Ich liebe Star Wars wirklich über alles, aber ich diskutiere nicht mit Star Wars-Fans über Star Wars. Nein, das ist unmöglich. Ich habe übrigens, ich bin gerade dran, es gibt ein neues Hörbuch auf Englisch erst, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch auch schon, nein, habe ich auf Deutsch auch noch nicht gesehen. Und zwar geht es um die Geschichte von Count Dooku. Mega, mega cool. Nur so kurz so viel zu dem nebenan. Ja, ist cool. Ja, also ich habe sehr viel Bock gechattet. Wie gesagt, ihr Bock auf Star Wars, sind ihr Star Wars Menschen, sind ihr keine Star Wars Menschen? Wenn ihr keine Star Wars Menschen sind, dann mal schnell Alt F4, damit wir es sehen. Nein, eigentlich wäre es sogar lieber, wenn sie es nicht sind. Das sind wahrscheinlich die besseren Menschen. Yes! Ja. Okay. Hast du noch gerade etwas? Sonst fahre ich nicht weiter, wie je nachdem du willst. Nein, ich fahre den Hype-Train richtig weiter. Gut, also es geht nur um Star Wars. Wir kommen zu Gothic und ihrem Remake. Und zwar, also wir kommen zu Gothic und das Remake von dem, nicht ihrem, weil jetzt habe ich THQ Nordic gelesen und das hat es in meinem Kopf gerade etwas verdreht. THQ Nordic hat verlauten lassen, dass die Produktion vom Remake von Gothic hat angefangen. Das Spiel ist für PlayStation 5, Xbox Series X und PC in Planung, also in Entwicklung. Und da müssen wir uns halt noch ein bisschen gedulden. Der Playable-Teaser, der Ende 2019 veröffentlicht wurde, ist bei den Spielern sehr gut angekommen. Entsprechend hat die Umfrage aus dem Teaser, ob aus dem Teaser ein Spiel soll werden, sehr positive Zahlen dargelegt. 180'000 Leute haben diesen Teaser gespielt. 43'000 Mal ist die Umfrage beantwortet worden. 9'000 Steam-Reviews sind eingegangen und ja, voilà, jetzt hat man sich entschieden, das zu machen. Eine Mehrheit von 94,8% hat sich dabei für die Entwicklung von dem neuen alten Gothic ausgesprochen. Die Entwickler werden sich gemäss THQ Nordic als allererstes mit der Kritik am Teaser auseinandersetzen, um entsprechend die Wünsche der Community zu berücksichtigen. Zum Beispiel soll das Spiel düsterer als der Teaser werden, also dunkler. Aber, ist das immer noch ein Piranha Bytes Titel? Also das Remake? Weiß ich nicht. Kann dir nicht sagen. Ich glaube es. Gut recherchierte News bei uns mit Geekstübli. Ja. Ja. Da habe ich nichts gelesen drüber. Hey, Meier wartet immer auf Diablo, ich auch. Ja. Das wird jetzt gleich im Android Store sein. Tut sich etwas. Aber noch als Schluss noch, aber die Entwickler wollen wirklich schauen, dass der Charme vom alten Gothic erhalten bleibt. Falls ihr jetzt ein bisschen komisch findet, dass da unten Berge, das sind meine zwei Söhne, habe ich eine Tür, die ich zutun kann. Voilà, so ist es halt. Die meine Streams schauen, unsere Streams schauen, kennen die zwei schon. Ja. Gut, sorry, ja, fahr weiter, bitte. Ja, ich habe Gothic nicht mehr so in Erinnerung. Ich bin noch irgendwie ein bisschen jung, als ich das gespielt habe, meinte ich. Ich bin eben auch zu jung, ich kenne es auch nur vom Hörensagen, aber voilà. Ich kenne es, aber ich habe es nicht gepeilt damals, so ganz ehrlich. Ich bin ein dummer, kleiner, dicker Bub gewesen. Nichts von der Welt verstanden. Aber ich weiss nicht, wie sehr ich ein Gothic Remake brauche in Zeiten von Witcher und in Zeiten von dem Superspiel, das ich jetzt abgeladen habe, angefangen zu spielen, namens Kingdom Come Deliverance. Ich weiss nicht. Ich will sicher mal reinschauen, aber ich weiss nicht, was etwas für mich wird sein. Egal. Was haben wir auf der Newsliste? Merkst du, wie mir der Kaffee fällt? Ich habe so Mühe bei der Sache zu bieten. Ich kann dir da weiterhelfen. Und zwar warten wir schon seit 10 Jahren auf einen Uncharted-Film. So. Wir warten seit 10 Jahren auf den. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, ich weiß nicht. Aber offensichtlich ist der Film mittlerweile doch in Produktion, weil er soll ja schlussendlich am 4. März 2021 in Kino kommen. Der Hauptdarsteller Tom Holland hat da dazu etwas geäußert. Und zwar habe ich auch da wieder einen kleinen Einspieler. Wir lassen uns das schnell heute an. Sekunde, stopp! Ja. Aschki, der Walliseur, ich will einfach nur Final Fantasy VII Remake und dann kann ich glücklich sterben. Erstens, hoi Aschki, schön bist du da. Zweitens, ja, Final Fantasy VII Remake habe ich auch sehr, sehr viel Bock drauf. Ich warte wie ein kleiner Bub drauf. Und der Arzt sagt, guten Morgen zusammen, Geekstübli ist schon geil, Kaffee Gipfeli und Geek News am Morgen. Danke vielmals, schön bist du da. Ja, Kaffee und Gipfeli wäre wirklich etwas Schönes am Morgen. Ich habe keinen Kaffee. Ey, weißt
Ich weiß nicht, kann man auf so Mac Kaffee-Hype stellen oder irgendwas? Ich muss irgendeine Lösung haben. Ich drehe durch. Oder Koks, ich nehme an, Hero. Nein, ich brauche irgendetwas, was mich wach macht. Schönen guten Morgen zusammen an die Neuen, die dazu gestoßen sind. Immer schön weiter dazu stoßen. Voilà, also... Das heißt, ziemlich kannst du den Trailer reinhauen. Tom, also es ist kein Trailer, es ist mehr 1 Minute 15 Videoclip von ihm, wo er etwas über Uncharted sagt. Wir hören doch da geschwind rein. Voilà, here we go. I tell you what, I read the newest draft of the script on the way over here, and it's one of the best scripts I've ever read. Like, it really, really jumps off the page. And I think what Uncharted offers that most video games films don't is that it's an origin story to the games. So if you played the games, you haven't seen what's going to happen in the film, and if you haven't played the games, you're going to enjoy the film because it's information that everyone else is getting at the same time. But I'm super excited to make that movie, and it's been a long time coming, and I think Mark Wahlberg's going to kill it as Sully, and it's going to be a lot of fun. Awesome. And for you, what about Uncharted? Any news for you? Oh, yes. Well, I sent it over to Tom. He got the rewrite. I think he really likes it. I've been on the phone with Wahlberg. He's on board. It's just a matter of, working out schedules and ultimately finding a magnificent Helmer. I think we're really excited to take a chance on somebody to give them this opportunity. It's a little bit like Willy Wonka and the Chocolate Factory. Some director's going to find the golden ticket. Next thing you know, Mark Wahlberg and Tom be flying across London in a glass elevator. Do you understand? You get what I'm saying. Uncharted. Go see it. And Onward. Go see Onward. Oh, Onward. Go see Onward. That's a good movie too. Nicht nochmal spielen. Hure Chris Pratt. Ja, Andi, was meinst du? Yes. Kommt das gut? Nicht viel. Ich weiss nicht, ob ich es brauche. Auch hier wieder. Ich merke, ich brauche nicht mehr so viel Zeug. Ja, das ist schon so. Ich habe es glaube schon ein paar Mal gesagt, Uncharted 4 sind so unglaublich gute Games. Ja. Sie sind selber schon wie Film. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch einen Film zu einem spielbaren Film brauche. Außerdem darf der Film nicht zu viel Indiana Jones Vibes haben, weil sonst machen einfach Indiana Jones. Ja, genau. Ja, wahrscheinlich wird er schon gut gemacht sein, er wird gute Gags drin haben, er wird gute Szenen drin haben, weil wir einfach in einem Zeitalter sind, wo das außer der Ghostbusters von 2016 jeder Film anbekommt. Aber wir werden es sehen. Ich bin jetzt nicht wirklich hyped drauf. Es ist nicht so, dass ich daheim hocke mit zittrigen Beinen und oh mein Gott, wann kommt er? Es ist mir relativ egal, ich will dann ins Kino gehen und will mich noch überraschen, aber wie gesagt, ich habe keinen Bock mehr, zum Sachen wirklich scheiße finden. Darum gehe ich mit offenem Herz dort herzu. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das ist doch schön. Ja, voilà. Jetzt habe ich noch gerade noch wie weiter in diesem Fall. Ups. Erzengel, wach werden, Wasser, eine ganze Zitrone und Honig dazu. Das habe ich sehr lange gemacht. Dann bin ich 8 geworden, habe die Kaffeemaschine entdeckt. Und dann war es vorbei gewesen. Nein, ich weiss es der Mensch, aber hey, ganz ehrlich, das ist so wie wenn du in einen Zug gehst und den Leuten sagst, hey, ihr braucht einfach nur Jesus. Ja. Ein einfaches Test, wie kann man ohne Kaffee News fahren? Kann man nicht, du siehst es, es geht nicht gut. Es geht eigentlich nicht. Oder ein halber Füll. Aber ich bin da, okay. Ja, Resident Evil haben wir, glaube ich, letztes Mal ganz kurz angeschnitten gehabt, weil sie bist mir nicht mehr präsent. Aber Resident Evil erscheint ist vor 21 Jahren, 1999, Resident Evil 3 Nemesis, so jetzt ist es gegangen. Hey, Antonio hat zwar Kaffee gehabt, aber ich kann gleich nicht richtig schnurren. Das ist der Prozessor und die Sprachausgabe nicht ganz korrekt. Und hat die Erfolgsgeschichte von dieser jungen Horrorreihe weitergeführt. Am 3. April 2020 kommt Resident Evil 3 das Remake für PlayStation 4, Xbox One und PC raus. Das Spiel wird wieder ein klassisches Horror-Survival sein, wie man es kennt. Es ist auch entsprechend schwer, offensichtlich. Wenn man nämlich zum Beispiel der Nemesis unverhofft auftaucht, so wie der Mr. X, hilft es allerdings nicht, wie beim Mr. X, einfach nur wegzulaufen, weil Nemesis sich viel agiler und schneller bewegt. Man muss entsprechend das Ausweichen drauf haben und wenn man das nicht drauf hat, ist man nach 2 Schlägen tot. Die Munition wird knapp sein und auch Heilung soll nur begrenzt zur Verfügung stehen.
Wenn es dann noch krasser ist, wenn ihr beim Resident Evil Remake 2 mal mit dem Jay gespielt zusammen, dann, was hure witzig war, dann kann man von Knappheit reden, weil beim 2 ist es noch so gegangen. Also es ist gut gegangen, weißt? Es ist nicht irgendwie schwieriger gewesen. Du musst schon überlegen, ein bisschen, aber nicht krass. Also du bist gut ausgekommen mit der Munition und Kräutchen, die du hast bekommen. Also überhaupt kein Thema. Es wird einen Multiplayer geben. Das ist jetzt die Frage, ob man das braucht, aber es gibt einen Multiplayer. Es könnte aber noch interessant sein. Und zwar könnte man auch Geekstübli gegen andere Streamer spielen, das musst du hören. Wo immer im Verhältnis 4:1 gespielt wird. Das heisst, es gibt ein Mastermind und eine Gruppe. Und die Gruppe ist im Labyrinth. Und das Mastermind platziert Fallen, macht Türen zu, schaltet Lichter ab, etc. und so weiter, um zu verhindern, dass diese Gruppe aus dem Labyrinth ausbricht. Es erinnert ein bisschen an Deceit, das kennt ihr vielleicht. Deceit ist es ist so Deceit, ja voll, Deceit Cross Dungeon Keeper. Ja, genau. Es ist, mal schauen, ich traue dem noch nicht ganz so. Aber es könnte sicher lustig werden. Also als Dings hast du die Möglichkeit, da, eben, was der Mastermind muss machen, habe ich jetzt schon gesagt. Der Böse, voilà, wie auch immer. Aber als Gruppe selber bist du dann fähig, zum Beispiel einer ist fähig, die Hackerfähigkeiten, wo du Kameras abstellen kann, dass du nicht mehr siehst. Ein anderer ist vielleicht fähig zu heilen oder einer ist besonders geübt im Umgang mit Schiessen oder Hebwaffen. Also es sind nicht alle alles. Und das macht das Ganze ziemlich interessant, weil es dann auch gegen einen Timer läuft. Und du musst wichtige Gegenstände finden, die zum Beispiel bei einem Gegner ist. Übrigens, das Mastermind kann auch Gegner platzieren. Das ist ich finde es interessant. Also, das Spielprinzip, wie gesagt, ist wahrscheinlich ein bisschen an die Seite angelehnt, aber nicht 100% kopiert. Also, ich könnte noch... Nein, es ist glaube ich es ist nicht 4 Zombies gegen einen Typ, sondern ein Typ mit mehreren Zombies und Endgegner und Fallen und so weiter und so fort gegen 4 normale Leute. Also 4 Flüchtende. So. Ja, ich finde, das ist ein interessantes Konzept. Ja, ich auch. Jetzt, was du erwähnst. Also, ich denke, es hat Potenzial. Könnte cool sein, aber das würde ich jetzt auch nur mit euch spielen. Ich würde das nicht mit irgendwelchen Leuten online spielen, nein, auf keinen Fall. Wegen halt. Ja. Aber so mit Leuten, die ja, so für uns untereinander, ich glaube, es könnte ein lustiges Game sein. Mal schauen, was es für einen Langzeitspielwert hat. Weil, wenn du eine Handvoll voll Tricks hast, die als Mastermind kannst einsetzen, dann irgendwann kennst du die Reaktionen drauf. Und ich glaube, dann könnte sich ein bisschen ins Langweilige reindrücken. Aber generell mal Bock, sich ins Langweilige reindrücken. Wenn ich müde bin, weiss ich, was für Wörter ich will brauchen und dann erfinde ich ganz dumme Wortbilder. Absolut. Gut. Verständlich. Der Walliser sagt, Oski sagt, der Mastermind ist offensichtlich noch ziemlich overpowered, wenn er Titans kann rufen kann. Das weiss ich nicht, das habe ich gelesen. Es kann sein. Ja, selbstverständlich. Es kommt ja erst im April raus, also von dem her. Voilà. Aber ja, das ist natürlich dann auch so Sachen, wo man entsprechend auch noch korrigieren muss, wird das sicher korrigiert. Also, ich glaube, Capcom ist dadurch sehr, 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 sehr kulant und lässt extrem auf Fans in letzter Zeit, glaube ich. Also, so wie ich das Gefühl habe, bei Resident Evil 2 Remake war es immer so gewesen. Ja, noch schnell den Trailer von Resident Evil 3, wenn ihr Bock habt drauf. Ja, lassen wir doch den schon ab. Haben wir doch Bock. Okay. Wie lange geht der? 2 Minuten 17. Gut, ich muss etwas trinken holen. Ja, mach das. So, und Film ab. Hey, easy, lady. I got you. Who are you? What are you doing? Name's Carlos, and I'm Satan. Das ist krass, zu 99%. Das ist krass. I'm with the Umbrella Biohazard Countermeasure Service. UBCS for short.
This city is completely cut off, isolated. We need help. My men cannot do this alone. The town's crawling with those freaks. No chance of fighting our way out of the city. Why is she here? She's unreliable. It's me he's after. I'll buy you some time. Hey, wait! Wait, Joe! Wow. Sorry, das war noch gar nicht fertig. Moment. Scheiße. So. Wer macht da so einen blöden Cut rein? Da geht's wieder. Joe, what happened? Das ist Dreckklug. Come in! Gut. Ja, der Oski sagt eben, 99% von dem Multiplayer gewinnt der Mastermind. Ja, voilà. Aber ich glaube, das korrigieren sie dann schon noch, da habe ich nicht Angst. Oder was meinst du, Oski? Ich denke schon, das kommt gut. Mal schauen, wie viel Spaß es macht. Was ich weiss, ist, dass Resident Evil Remake 3 ganz sicher ganz gut wird. Also, offensichtlich. Sie haben festgestellt beim Testen, ich weiß gar nicht mehr, von wo sie das Ding haben runtergesogen, jetzt da die News. Ich glaube, es war Spieltipps oder so. Voilà. Egal. Texturen sind jetzt nicht die hochauflösendsten, sie waren aber auch schon im 2 nicht gewesen, aber es ist nicht so, also ich finde es nicht so wichtig. Das 2 hat tiptop funktioniert, das ist ein super Spiel. Mal schauen. Wir sehen es dann im April. Kurz Fan von jedem Thema. Ja. Wisst ihr, woran man wirklich erkennt, dass ich zu müde bin und noch keinen Kaffee habe am Morgen? Wenn ich zu euch sage, ich muss während dem Trailer etwas trinken holen und mit einer leeren Flasche danach da stand, aber aus irgendeinem Grund die Bürste von meinem Hund in der Hand habe. Ich weiss, ich habe Jetzt stelle ich meinen Hund, habe immer noch nichts zu trinken, macht auch Spass. Ist nice. Gut, ja. Hey, morgen ist eine gute Sache. Ja. Yes, Resident Evil 3, mal schauen. Ich will es wahrscheinlich nicht spielen, ich mag Zombies. Und Ich übernehme es sonst gerne. sehr gut. Vielleicht gibt es dann wieder mal ein Horror Let's Play Stream mit dem Jay. Ich weiß nicht, je nachdem, wenn er Bock hat. Er ist ein bisschen alt heute, zur Zeit, aber mal schauen. Vielleicht. Und vielleicht der Oski, vielleicht irgendjemand. Mal, sehen wir. Aber es muss ja unbedingt streamen. Es ist so, es muss ja unbedingt streamen. Jay wird ja auch wieder zurückkommen nach seinem Break. Auf den Sommer drin. Was hat er geschrieben? Ach, er kommt zurück, das wissen wir. Ja, klar, kommt er zurück. Er ist ja nie weg, eigentlich, einfach nur, was er mal gesagt hat. Ja, nein. Oh, jetzt hat er gedacht, nein, er wohnt ja ein Zimmer von mir entfernt. Jetzt habe ich gerade gemerkt, dass das ja ab ganz bald nicht mehr so ist. Ja. Hört, es ist ja so, Netflix The Witcher Staffel 2 hat einen Wesemir gefunden. Und zwar haben wir in der letzten Ausgabe von Geeks am Morgen noch der Mark Hamill extrem gehandelt. Der bekommt die Rolle jetzt aber nicht, also übernimmt die Rolle nicht, wie auch der ebenfalls für die Rolle gehandelt Mads Mikkelsen nicht. Der Wesemir wird von Kim Bodnia gemimt. Kann ich das schnell zeigen? Da habe ich ein Bild von diesem Dude. Voilà, da. Und der Dude hier, das ist der neue Wesemir von Staffel 2 von Witcher. Ich finde, das passt ziemlich gut. Also besser, ich muss jetzt wirklich sagen, besser als der Mark Hamill. Finde ich. Darüber kann man streiten, aber ich finde, der Dude, der passt. So, und spannend ist natürlich, es gibt auch noch andere, weitere Hexer, die in Staffel 2 werden auftauchen. Und zwar werden die gespielt als erstes vom Yasen Atur, wo der Conan spielt, bekannt aus Ben Hur, der Paul Bouillon, ich weiß nicht, ob man den Bouillon sagt, Billion, keine Ahnung. Lambert wird der spielen, bekannt aus Peaky Blinders, und zuerst der Rasmussen Eskel als Rolle bekommen.
Und der ist bekannt, also Bekannte kennen den nicht, der Film auch nicht, von The Way to Mandalay. Voilà. Ja, was meinst du? Ja, ich möchte kurz auf die Dings kommen, auf den Kim Botcha, ne, wie heißt der? Kim Botcha. Ja. Ist auch ein gutes Spiel. Ja. Das ist doch der aus Pusher. Mhm. Okay. Cool. Kann sein, ich kann das heute nachschauen. Ich habe leider nicht aufgeschrieben, was der für Filme gemacht hat. Das ist ein bisschen dumm gelaufen. Er sieht einfach viel älter. Er sieht aus wie der Typ aus Pusher in alt und Pusher ist mittlerweile auch schon ein älterer Film. Das heisst, es könnte er sein. Dann hat ich Bock drauf. Also Witcher, erste Staffel, ich muss jetzt so ein Geständnis machen. Ja, so Pusher, toll das Witcher genau. ist. In China essen sie Hunde übrigens auch. Ja, ich weiss, dass sie in China Hunde essen. Ja. Auf jeden Fall. Er hat viele Filme gemacht, so alte, halt dänische wahrscheinlich. Ich komme mit The Witcher nicht so klar. Mit der Serie, ich finde sie gut, generell, aber ich habe sie immer noch nicht durchgeschaut. Ich muss mich unglaublich zwingen, die Serie durchzuschauen. Ja, ich glaube, sie verändern das nachher auf die nächste Folge mit diesen ganzen Zeitsprüngen. Ich glaube, das kommt weg. Das haben sie probiert, das hat nicht funktioniert, wenn du mich fragst. Aber ich glaube, es hat auch gehabt, dass das entsprechend geändert wird. Dass Hat jemand von euch im Chat vielleicht The Witcher durchgezogen schon? Komplett die Serie? Das würde mich jetzt wundern, ob unsere Leute das geschaut haben. Yes. Also haben wir sonst noch News? Ja, ich komme dazu. Das war das gewesen. Nachher haben wir ein ganz dicken Schock für gewisse Fans. Ich finde es jetzt nicht so tragisch, aber wir haben noch drei Sachen habe ich noch. Drei Sachen, die ich noch vortragen darf. So, Indiana Jones 5. Indiana Jones 5 kommt raus, soll rauskommen im... was sind wir da? Indiana Jones 5 sollte rauskommen am 9.7.2021. Leider aber ohne Steven Spielberg als Regisseur. So. Der Trubel ist immer extrem als Regisseur. Warte jetzt. Altersheim. Indiana Jones 5 ist immer ein bisschen Hin und Her gewesen. Lange Zeit war nicht klar, ob der Film als Reboot oder als Fortsetzung gelten soll. Kathleen Kennedy hat sich jetzt aber ganz klar geäußert, dass es ein 5. Teil wird sein, und zwar eine Fortsetzung vom Franchise. Der Harrison Ford ist auch bekannt dafür, dass er auch immer wieder sagt, hey, Indiana Jones ohne mich geht es gar nicht. Das bin ich mit ihm einverstanden. Der ist noch Feuer und Flamme für das, aber der Regisseur ist jetzt entsprechend... Sorry, wir haben es gerade von Indiana Jones ohne ihn heisst einfach Uncharted. Ja, genau. Ja, es ist so. Aber du kannst mir einen Indiana Jones ohne ihn nicht Indiana Jones sagen. Das ist eigentlich im Umkehrschluss. Aber es ist so, gewisse Fans sind in Panik geraten, verstehe ich nicht ganz. Auf Twitter hat man sich geäußert, dass das Bimimi halt wieder, oder typisch die ganzen Sachen. Und, aber der Steven Spielberg geht nicht weg, sondern bleibt als Produzent. Also von dem her also nichts Schlimmes eigentlich. Also mir denkt das okay. Der neue Regisseur wird voraussichtlich, wenn Verhandlungen in die Richtung gehen, James Mangold sein. Ich erinnere, Logan hat er entsprechend geführt. Ja, bei Indiana Jones ist es wie mit allem anderen auch. Für mich stimmt das. Mir ist das egal. Es muss nicht mal eine Story haben, das ist mir scheißegal, Hauptsache Indiana Jones. So, ich bin so. Auf diesen Bezug. Ich finde es okay. Oder? Ja, das ist sehr schön. Du nicht? Ich weiss, du bist nicht da so. Ja. Mal, ich habe gesagt, ich muss mich wirklich darin trainieren, Sachen nicht mehr einfach generell scheiße zu finden. Ich möchte mehr Positivität in eure Herzen bringen. Ich möchte mehr Positivität ins Internet bringen, weil das Internet schon so ein ganz schlechter miesen Platz ist. Und ich möchte das ein bisschen besser machen. Ich möchte nicht immer alles scheiße finden. Aber Thema nicht, das ist so. Indiana Jones macht es mir wahrscheinlich nicht einfach. Mal, Indiana Jones. Warum nicht? Warum denn nicht? Wo will der Harrison Ford mit 150 noch drüber kumpen? Das spielt doch keine Rolle. Über seine Schuhbändel. Das ist doch wurscht. Ich sehe das nicht so eng. Er soll Indiana Jones spielen, wie er ist, alt halt. Was, ja.
Ich fand ihn cool, einfach nur so als, weißt du, wie sagt man dem, als Mentor. Ja. Ja. Weißt du, wo gar nicht Wenn mehr sie das Konzept würde weiterziehen vom Vieri, also jetzt meine jetzt nicht unbedingt Außerirdischen, obwohl das mit der außerirdischen Diskussion ist genauso dämlich wie alles andere, weil das Übernatürliche hat es schon immer gegeben, da müssen wir gar nicht darüber diskutieren. Es ist so eine blöde Diskussion, die ich gehasst habe zum Führen. Außerirdische. Ja, es ist ein bisschen komisch, es ist ein bisschen Scientology Außerirdische, das stimmt, aber voilà, ist halt so. Ja, du hast recht. Ich fände es extrem schön, wenn er das wirklich so ein bisschen als Mentorenrolle übernehmen würde. Es ist halt einfach so, dass es bei zum Beispiel Die Hard nicht funktioniert hat, die Mentorenrolle. Überhaupt nicht. Die Mentorenrolle ist komplett, das war so gedacht beim 5. Teil. Es hat nicht funktioniert. Der ganze Film hat nicht funktioniert. Dass er jetzt in Russland hat stattgefunden, da dürfen wir gar nicht darüber diskutieren. Aber bei Die Hard 5 hat es nicht funktioniert. Sohn und Vater im gleichen Film. Und der Vater als Mentor. Nope. Gar nicht. Ja. Im 4 hat das gut funktioniert. Bei Indiana Jones 4 habe ich gefunden, haben sie sich sehr gut... Die 2 Schauspieler das hat funktioniert aus meiner Sicht. Das hat geklappt. Hey, ich will Sachen gut finden. Ich will Sachen nicht hassen. Ich will Sachen eine Chance geben. Das 4 war okay. Das 4 war okay. Das 4 ist... Ja, das 4 war okay. Ja, voll. Also, was haben wir noch zum Besprechen? Ich will weg von dem Thema. Ja, vielleicht nicht viel besser, aber gut, da ist noch keine 60, das glaube ich nicht. So könnte es noch funktionieren. Es wird einen super coolen neuen Film geben, der nicht ins Kino kommt, aber direkt auf Netflix. Und Paramount hat das jetzt dort so ausgehandelt, weil man umgeht gewisse Sachen, wenn man direkt auf Netflix veröffentlicht. Der Rede ist selbstverständlich von einem Comedian, der 1994 seinen dritten Auftritt hatte in diesem Film. Jetzt kehrt er wieder zurück auf die grosse, die kleine Leinwand, bis auf das kleinste Smartphone-Display. Wir reden von Beverly Hills Cop 4. Eddie Murphy übernimmt die Rolle mittlerweile definitiv nochmal. Kann dementsprechend wieder alle um den Verstand reden. Und ja, eben, Paramount Pictures hat einen Deal abgeschlossen mit Netflix, das war schon im November bekannt gewesen. Für die Regie sind weiterhin Adil El-Arbi und Bilal Fallah verpflichtet worden, wo gerade erst Bad Boys 3 ins Kino haben gebracht. Jerry Bruckheimer produziert das Ding. Ein genauer Termin für die Veröffentlichung steht noch aus. Andi? Schwierig? Oder? Kann ich noch nichts sagen. Gar nicht. Warte, kann ich noch nichts sagen. Du nochmal, erzähl. Also, Grundvoraussetzungen für den Film sind gelegt. Das ist okay. Finde ich okay. Mein Anliegen an diesem Film ist, oder vor allem an Bruckheimer, ist, dass man eben nicht verneuert, sondern dass man den Charme behaltet von den alten Filmen. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. So wie bei jedem Film, der in den 90ern rauskam. Aber dort finde ich es extrem wichtig. Weil wenn der Charme weg ist, dann kannst du den Film, der ist wie jeder andere auch, eigentlich, oder? Ja, weißt du, man sieht es ja ganz oft bei dem ganzen 90er-Zeug, das ist lässig, vor allem für uns, also 80er, 90er-Zeug, aber wie gut funktioniert der Humor von damals heute noch, in einer Zeit, wo wir uns lustige Sachen wie Rick and Morty oder von mir aus Family Guy oder so gewöhnt sind, wo einfach eine ganz andere Form von Humor ist, die kultiviert worden ist bei den Leuten mittlerweile. Also von dem her, du musst den schon ein bisschen ins 2018, wow, Güte, ins 2020 bringen, den Film. Ja, damit das etwas wird. Das ist so. Netflix, ich bin vorsichtig. Ich habe noch eher Bock drauf. Ich bin generell eher positiv eingestellt. Wer ihn momentan, also Eddie Murphy, nochmal gesehen momentan, er spielt im neuen Film mit da, ich glaube auch eine Netflix-Produktion, ja voll, Black Dynamite. Nein, nicht Black Dynamite, das ist der andere. Element. Heißt er, glaube ich. Keine Ahnung. Film mit ihm auf Netflix. Ja, kann er dort nochmal anschauen, wie er heute aussieht. Alt, nice. Älter, aber... Ja, aber ich glaube noch nicht so... Also... Gibt es schon Trailer oder irgendetwas zu dem Film? Nein.
Oder ist die Produktion schon angelaufen überhaupt? Ja, die Produktion ist schon angelaufen, aber eben nein, sorry, der Regisseur ist noch gar nicht verhandelt. Sorry, Blödsinn. Eben, der Regisseur ist noch nicht aus. Ein Termin für die Veröffentlichung. Nein, was das Lieder nicht sein. Vorher ist der Regisseur nicht aus. Es ist noch kein Startdatum bekannt. So, das wollte ich sagen. Gleich. Okay, ja, ich bin positiv. In positiver Erwartung drauf, wie man das Kind. Ja, genau. So sehe ich das auch. Absolut. Wir haben noch etwas, und zwar ist es so, dass Samurai Jack kommt auf PlayStation im Sommer. Das neues Spiel. Ah ja? Samurai Jack, ja. Hat es schon mal gegeben auf PlayStation? Ich schmiert jetzt nicht alles ab, weil ich muss schnell etwas bickeln. Es sieht bis jetzt gut aus. Samurai Jack, übrigens jetzt will eine Aufnahme machen, aber dummerweise habe ich auf dem PC da zu wenig Speicherplatz und ich Idiot habe das verpasst. Ja no, schade. Das nächste Mal klappt es mit der Aufnahme. Klappt bestimmt auch mit den Nachbarn. Mit dem sicher. So, ich habe da ein kleines Trailer noch. Samurai Jack. Das Trailer gibt es. Battle Through Time. Hier ist es doch. Da ist es doch. So. Das Trailer tue ich euch gerne heute zeigen. So. Oh, das ist falsch. So. Wenn alles würde klappen, wäre ich. Ja. Biomutant Game. Das ist noch ein guter Einwurf. Das sieht recht frech aus. Das ist lang. Können wir nachher gerne reinschauen? Können wir nachher schauen. Go. Got to get back. Time has lost its effect on me. Still, my sword is as sharp as ever. It's not over yet, samurai. I have nothing to fear. The future is mine! All things come to an end. Even the future. Rated T for teen. Holt mich überhaupt nicht ab. Samurai Jack. Ich kann schon bei der Serie damals, die haben ja dann noch einen neuen, einen abschliessenden Teil gebracht von dieser Serie vor ein paar Jahren. Ich habe es probiert, aber mir hat der Stil nicht gefallen irgendwie. Ja. Also ich habe recht Mühe gehabt, da zu schauen. Sie haben dann den abschliessenden Teil von der Serie haben sie dann ein bisschen updaten grafisch. Haben sie gemacht, aber es war einfach nicht meins irgendwie. Und ja, auch jetzt, ich sehe es gerade, es fixt mich nicht an. Okay. Ich finde Samurai Jack spannend zu schauen. Es ist nicht etwas, was ich muss schauen. Ab und zu, wenn es mal läuft, per Zufall schaue ich rein. Ich finde es lustig. Also ich finde es cool. Ich weiß nicht, ob der Oski meint, recht langweilig der Film. Aha, er redet vom Film. Okay. Gut, der Oski und wir haben ja grundsätzlich immer entsprechende andere Ansichten, was den Film angeht. Nein, er redet nicht von dem Film. Er redet nicht von Adam Sandler Film, oder? Mit dem Dings. Ah, da. ja, so, ja, genau. Ja, eben. Ich habe den Film noch nie gesehen. Also, voilà. Ja, es ist halt. Ich kann es nicht beurteilen, ich weiß es nicht. Also, er sagt jetzt langweilig, du sagst, der Film ist gut. Abgesehen von. Ich finde, es ist Adam Sandler seine beste Leistung. Vielleicht so, ich habe jetzt gerade nicht mehr alle seine Filme im Kopf, aber zwischen. Minimum in den letzten Jahren sind beste Filme, wenn nicht sogar überhaupt. Also rein aus schauspielerischer Sicht vor allem. Finde, er hat das super gut gemacht. Ja, er zieht halt Schrauben an, gell?
Aber wenn jetzt auch schaue, seine letzten Sachen, er hat ja einen Netflix-Deal für 4 Filme, oder so sind es gewesen. Zum Teil eher mittelmäßiges Zeug, wo ich jetzt nicht wirklich gesagt habe, hey, da müsste ich jetzt das zweite Mal schauen, aber Black Diamond habe ich echt gut gefunden. Okay. Ja. Voilà. Es ist halt, wie gesagt, es ist halt immer wieder spannend. Es ist halt einfach eine Geschmackssache, schlussendlich. Filme sind einfach eine Geschmackssache. Was willst du da machen? Biomutant. Game schon mal angeschaut? Ja, das habe ich mir schon mal angeschaut. Und ist sehr spannend. Ich glaube, ich habe da heute schnell etwas vorgekramt, wo man es schnell anschauen könnte. Können wir schon den Chat durchlesen? Ja, selbstverständlich. Okay, und zwar Ninefox sagt noch zum Ninja, Samurai Jack, nicht Afro Samurai. Zum Samurai Jack Film 2D auf 3D ist immer sehr, sehr, sehr schwierig. Yes, ja, absolut. Natürlich. Und ja, ich glaube, ich stelle mir das gerade als Plattformer vor, so ein Sidescroller so. Könnte vielleicht, ja, aber so wie hat mir jetzt nichts gegeben. Ja, noch gar nicht gegeben. Gibt mir in dem Sinn auch nichts, aber ich meine, ab und zu mal schnell heute ein bisschen Samurai Jack, ein bisschen Hack and Slay. Warum nicht? Also es ist ja nicht, ich glaube, das Spiel hat auch nicht wahnsinnige Ansprüche, soll auch nicht so sein, glaube ich. Also, nein. Voilà. Der Ninefox Tales, oh shit, den habe ich auch gesehen, aber ich bin einfach nur konstant gestresst gewesen bei dem Film. Aber es ist nicht ein typischer Adam Sandler. Genau, es ist kein typischer Adam Sandler-Film. Vielleicht fällt mir darum seine schauspielerische Leistung dort einfach mal auf. Und ja, er zieht Schrauben, das habe ich gemeint, als ich gesagt habe, er zieht Schrauben. Also er ist konstant. Es ist so nicht ganz so krass wie Star Wars 9. Aber ja, ich bin voll bei dir dort durch. Der Filmstress ist Stress zum Schauen. Aber nicht schlecht. Biomutant sind wir gewesen, sorry. Ja, Biomutant. Habe ich auch noch schnell heute ein kleines Ausschnitt da. Steht zwar Official Gameplay Trailer. Ich hoffe, es sei wirklich Gameplay, weil Gameplay von Biomutant wäre interessant. Wir schauen das noch heute schnell rein. Sehr guter Hinweis, Meier. Danke vielmals. Das war ein sehr guter Hinweis gewesen. Danke. Jetzt muss ich Fehler machen. So, Vollbild. Okay, vorbereitet. Super. Voilà. So, jawohl. Sehr viel Bock. Ich auch, voll, absolut. Sehr viel. Extrem. Sieht mega, auf den ersten Blick hure kreativ aus. Ich bin irgendwie ein bisschen hin und her gerissen, und zwar, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, Kasse sei doch nochmal anders gewesen, weil es gibt doch noch was anderes. Warte schnell. Year? Du meinst das mit den Viechern, die aber so eine Year Zero. Nein, das ist Mutant Year Zero. Du meinst, genau. Das ist aber kein, das ist nicht Echtzeitkampf. Nein, das ist rundenbasiert, so wie XCOM. Rundenbasiert, genau. Ja, genau, richtig. Genau, das ist nicht das Gleiche. Also Biomutant bin ich voll dafür, ja. Absolut. Das sieht sehr, sehr nice aus. Es ist ein bisschen nach... Ist es ein Indie-Spiel? Ich glaube es, oder? Meier, weißt du das? Ich glaube, es ist ein Indie-Spiel.
mit Crowdfunding zusammenkommen, habe ich gemeint. Jetzt bin ich gerade nicht mehr sicher. Ich lese schnell nachher. Nein, Fox Tales, aber ich sehe das MMO von mir, was es aber nicht ist, was aber noch nice wäre. Hey, MMOs, so eine Sache, ich habe mir eigentlich die MMOs abgeschworen mit WoW jetzt, vor längerem, habe ich fertig mit dem Zeugs. Habe jetzt aber gleich nochmal in eins reingeschaut, wo so irrelevant ist für mich, dass ich nicht weiss, doch, irgendwas mit Blade. Blade and Soul, Soul and Blade. Soulblade, Blade. Ja, mach mal. Blade and Soul heisst es, genau. Ich hab mir da mal reingeschaut. Respektive meine Freundin spielt es und hat gefunden, schau doch mal rein. Und dann habe ich gefunden, du bist meine Freundin und spielst es, dann schaue ich mal rein. Aber ich bin aus dem MMO-Ding draus. Ich fühle es nicht mehr. Ich würde gerne wieder mal ein bisschen raiden und so. Ich behalte das alles lieber in Erinnerung, so wie es war. Blade and Soul, yes. Nein, Fox Tales. Es ist, wobei die Welt generell gefällt mir halt schon da drin. Ich muss aufpassen, dass ich nicht doch wieder irgendwo reinfliege. Ja, es gefällt mir. Also das Spy Mutant, was ich jetzt gesehen habe, ich habe mich noch nicht gross damit befasst. Ich habe den Trailer noch nicht gekannt. Ich habe gewusst, dass es rauskommt und mir nicht. Ja. Ich weiß nicht, wie viel das man schon weiß. Hat man schon einen Release-Termin? In 2020. Gut, das grenzt sein, würde ich sagen. Es ist so, ich habe jetzt gerade noch schnell nachgelesen. Es ist ein Action-Rollenspiel. Und Action-Rollenspiel finde ich super. Es geht ein bisschen darum, wie sagen sie das? Post-apokalyptisches Kung-Fu-Fabel. 21. Nein, sorry. Ja, es ist vom Entwicklungsstudio Experiment 101, also 100 Days, wo von ehemaligen Mitarbeitern von der Avalanche Studios gegründet ist worden, wird durch THQ veröffentlicht. Ist so eine, ist glaube ich nicht komplett Indie, vor allem weil THQ dahinter steht, aber das haben wir schon mal diskutiert in der Indie-Folge bei Rega TV. Ich habe gerade Angst gehabt, dass du das Fass aufmachst, echt. Nein, mach es nicht auf. Das diskutieren wir nicht weiter. Das ist erledigt, das Thema. Voilà. Sieht wirklich nice aus, fühlt sich gut an. Nein, sieht gut aus und könnte etwas werden. Ja, Biomutant. Meier, du, was du in die Runde geworfen hast, was ist deine Meinung? Ja, du hast sicher einen Grund, warum du auf das gekommen bist. Findest du es speziell geil oder hast du dich schon gröber damit befasst oder so? Kannst du uns da irgendwie einen Input geben? Weil es bockt schon, jetzt auf den ersten Blick. Ja, voll. Bockt richtig. Während er da... Ja. Sind wir da? So, du, voilà. Gut. Du hast noch ein paar lustige Trailer vorbereitet. Aber jetzt, Moment. Jetzt, also, Midtail-News wäre vorbei. Soweit zu dem. Mein Teil. Genau. Jetzt weiss ich nicht. Machen wir weiter mit unserer Aufgabe. Ja, machen wir, weil es wäre nicht das nach der News. Machen wir. Also, jetzt habe ich aber einen Vorschlag. Ich bin dafür, dass wir schnell eine Pause machen, dann kann ich nämlich schnell bronzen. Musst du immer sagen, was du machst? Okay, ja. Ist gut. Okay, in dem Fall machen wir schnell ein kleines Brötzli-Päusli und dann geht es sofort weiter mit unserem Format Movie Mission, wo immer noch falsch angeschrieben ist als Movie Fails, The Mission. Aber das macht nichts. Ganz kurz, bevor du das machst, genau. Wir haben bis jetzt das schöne Format in all unseren Sendungen, also in der einen, die wir es gemacht haben, hat es Movie Fails geheißen. Jetzt heisst es aber Movie The Mission. Ja. Und zwar, wir möchten euch ein bisschen mit ins Boot holen. Wir werden das noch ein bisschen anders kommunizieren. Denn es geht darum, dass wir jedes Mal einen Film schauen. Das kann mal ein richtig wacker Film sein, ein richtig schlimmer Film, wie das letzte Mal durfte Daniel der Zauberer schauen. Kann jedem empfehlen, grossartiges Stück Kinokunst, Filmkunst. Super. Er ist immer noch in Therapie seither. Gut, wobei wir sollten über das nicht zu fest lachen, wegen Kübelböck so. Aber generell, der Film, wir werden nicht. Ja. Auf jeden Fall, haben ihr einen Film, wo ihr findet, den könnte man mal zusammen schauen oder quatschen über. Er kann wirklich sehr schlimm sein oder er kann sehr gut sein. Kickt uns an auf Social Media, können wir zu uns in Discord schreiben drüber. Wir werden das auch ein bisschen besser promoten, dass wir das machen können. Ich möchte gerne...
Noch schnell reinschauen. Ich möchte gerne die Chance geben, dass ihr den Film auch mit uns schaut. Entweder gleichzeitig mit uns, das zu dem später, das haben wir gestern das erste Mal gemacht über das Netz. Oder halt, dass wir uns einen Termin machen und sagen, hey, auf die nächste Folge haben wir alle den Film gesehen und dann könnt auch ihr über den Chat mit uns über den Film quatschen. Habe ich richtig Bock auf das Format. Also überlegt euch, wenn ihr irgendeinen Film habt, wo ihr uns damit quälen wollt, nur zu. Also, es ist so, ich habe auf Discord entsprechend einen Kanal eingerichtet, der könnt ihr eure Filmvorschläge reinposten. Jetzt muss ich nochmal schauen, dass der noch freigeschaltet ist, weil das ist bis vorhin noch nicht gewesen. Das kann ich ja jetzt gerade machen, jetzt wo wir es angekündigt haben. Dort bitte nur das tun. Es wird vielleicht schwierig, aber weil sonst haben wir die Übersicht plötzlich nicht mehr, müssen ins Dot scrollen und das wäre doof. Also, ab jetzt könnt ihr dort Nachrichten reinsenden und entsprechend uns dann Filmvorschläge reinhauen, egal ob schlecht oder recht. Holt das Zeug dort rein. Der Channel heisst GMA, also Geeks am Morgen. Ne, GAM. Geeks am Morgen Movie Mission. Ja, dort in diesen Kanal eure Vorschläge reinposten. Merci vielmals. GAM klingt einfach, als wenn wir jetzt blöd zum Game richtig schreiben. Hey, kurze Frage. Gibt es eine Art von Film, die du nicht verträgst? So, weißt, kannst du 2 Nächte nicht schlafen, wenn du Horrorfilme schaust? Also es gibt Filme, die schaue ich aus Prinzip nicht. Welche denn zum Beispiel? Es gibt einen entsprechenden Film, wo ich... Es gibt vielleicht auch Filme, wo ich nicht fertig schaue. Also es gibt halt... One Night in Paris. Haha. Der Bosnien-Film-Movie, oder wie er heisst, Dings-Movie. Ein Serbian-Film. Das geht gar nicht. Das ist... Nein, das sollte verboten sein. Ganz ehrlich, ich mag viel verleiden, wirklich viel, aber das hat weder einen künstlerischen Aspekt, das ist einfach nur Gore und Bullshit. Sorry, also das braucht es nicht. So Filme schließen nicht kategorisch aus, das ist für mich nicht einmal Kunst, das ist einfach nur dämlich. So. Genau, das ist übrigens auch nicht lustig, wenn wir uns... Gewaltfantasien, die irgendeiner ausbreitet und das braucht es nicht. Ich habe nur darüber gelesen, ich muss den Film nicht sehen. Wirklich nicht. Doch, sehr einsame Menschen in dunklen Keller und wichsen zu so Filmen. Aber ja, genau, das ist das Problem. Und sonst bin ich eigentlich recht parat. Ist mir eigentlich egal. Parat sich. Gut. Ja, haltet das im Hinterkopf. Wir werden das alles nochmal richtig fett auf Social Media kommunizieren. Bis dahin gehen wir jetzt ganz kurz in Pause. Jawohl, ich muss jetzt wirklich etwas trinken holen. Ja, ich habe eine Maulwüste. Und wir sehen uns in ein paar Minuten wieder. Yes. Bis dann. Etwas Cooles laufen? Ja, einfach so ein bisschen Jungle, glaube ich, ist es irgendwie so ein bisschen cool. Jungle-Zeug. Einfach das, was gerade ansteht. Eine Folge von der Gummibärenbande laufen oder von der Glücksbärchis. Das könnte man eigentlich machen in der Pause, Amix. Oh wow. Ist das so eine Folge von der Glücksbärchis? Wieso nicht? Ich tue ein bisschen Musik, ist gut. Langt das? Ist das auch gut? Voll. Bis in 2 Minuten, Leute. Bis dann. Bleiben dran. Tschüss zusammen. Velocipastor. Und dann habe ich gesagt, hey, ich kenne die neue Aufgabe für Andi. Aber jetzt haben wir ja das ein bisschen geändert. Ja, voilà. Also, ich kann euch das... Willst du den Trailer zeigen? Ja, ich versuche es. Warte schnell. This is the greatest movie of all times. Ja, aber das ist genau das Problem mit dem Film. Nee, also... was ist, Erzengel, kannst du mir noch beantworten, was genau Himbeere-Films sind? Ich kann noch nicht nachher. Also, ich versuche das schnell. Schnell da. Ja. Moment, kommt gerade. Ja, der Andi findet es nicht so lustig. Oh nein, wieso nicht? Das nicht durchgekommen. So, also. Moment. Da Trailer vom schönen Film. Voilà, hier. Einmal Trailer, Velocipastor. Läuft. Ich habe gesagt, läuft. Ah, ohne Sound, okay. You can follow me home.
The Velocipasta. A troubled priest. How long has it been since your last confession? Oh, it's been about 2 years. I do drugs, sell drugs, murder people. The Velocipasta. A beautiful girl with a dark past. Last night was amazing. What are you talking about? The time you turned into a dinosaur and ate someone. What? Dinosaurs. You guys talk all the time about helping people. This might actually be the first time in your life you can. By what? Killing people? Yes! Show me I mean anything to you. Show me you got better shit to do. Show me I'm the one disfigured like the mad caress that triggers. Show me I mean anything to you. Show me I mean anything to you. The Velocipasta. That's insane, Doug. God does not want people dead. Oh, I think God wants a lot of people dead. Oh, der Film ist so gut. Er ist wirklich gut. Es ist Ja, also es geht um einen Priester, der seine Familie verliert. Ja. Special Effects für diese Szene einfach on point. Oh, das ist so gut gewesen. Also der erste Lacher, es war der beste Lacher gewesen ever. Es war wirklich geil gewesen. Ich bin fast verreckt. Also es sind wirklich, also Special Effects sind irgendwo zwischen gewollt schlecht, weil es halt natürlich ein auf Trash gemachter Trash-Film ist. Gleichzeitig haben sie, es sieht wirklich aus, als hätten sie einfach kein Budget gehabt. Also sie haben $35.000 gehabt. Okay, dann ist es natürlich ein bisschen teuer, wenn man das Auto muss in die Luft sprengen muss. Und sie haben dann als Alternative haben sie einfach einen leeren Parkplatz gefilmt und drüber geschrieben gehabt, Visual Effects, Burning Car. Ja. Und das hat man 3 Mal so eingeblendet. Ich bin fast verreckt, jedes Mal, wenn es wieder ist gekommen, bin ich fast gestorben vor Lachen. Wirklich richtig nice gewesen. Genau, also es ist... Carfire, ja. Habe ich aufgeschrieben. Es geht, wie gesagt, um einen Priester, seine Eltern sterben und dann geht er auf China, weil er möchte... was möchte er jetzt schon wieder? Ich glaube, ein bisschen seine Mitte finden oder so. Ja, eigentlich einfach nichts. Also es ist gar nicht so ganz klar. Es geht hure schnell einfach an. Ja, voll. Er wird dann aber... Er kommt mit einer Gegenstand in Berührung und ab dort kann er sich, oder verwandelt er sich in einen Dinosaurier, wenn bei Vollmond ist es. Ja, ja, nein, ich glaube, wenn er verrückt, also grundsätzlich, wenn er dann wütig wird, einfach. Der Vollmond ist einfach nur so eine, naja, schlechter gefilmter Vollmond gewesen, wo man gar nicht gesehen hat, einfach so ein weißer Kreis, also nicht irgendwie mit... Haben ihr auch so Anfang 2000er mit diesen Digicams, die kurz können filmen, aber den Mond gefilmt und gehofft, dass es wirklich geil aussieht oder gefüttert. Ja, genau. Tut sie nie. Etwa so. Etwa so. Also hat man einfach ein Objektiv drauf, das genau vielleicht 18 mm Zoom hat und dann ist fertig. Also, ja. Am Anfang findet er das auch relativ schlimm, aber dann trifft er seine neue Freundin, denn das ist eine Prostituierte, ja. wo man rettet als Dino und durch die Erkenntnis, dass er da auch als positive Eigenschaft nutzen kann, geht er dann und kämpft gegen das Böse. Hoi Jacki. Was tust du eigentlich immer mit deinem Mikrofon noschen? Ich weiß es nicht. Hört man es? Ja, man hört es extrem. Sorry, ich probiere es nicht so zu richten, dass es wirklich optimal ist. Aber das wird wieder ein super Video. Das ist schon gut. Ich möchte es irgendwie gut einstellen, aber es ist dumm. Ja. Warte, jetzt habe ich es geglaubt. Okay. Hey Jacki! Ja, sorry, du bist unterbrochen worden. So viel, genau. So viel zu dem Film. Er ist natürlich gewollt auf Trash und schlecht gemacht. Unglaublich schlechte Kung-Fu-Stunts.
Obwohl, das finde ich noch fast das Beste an diesem Film, die Choreografie. Aber er hat ein paar Gags, die zünden. Das ist, ja, das ist richtig. Auf einem ganz tiefen Niveau. Also, du musst wirklich sehr müde sein. Oski, der Film ist für dich gemacht, im Fall. Sag das. Oski, der Weiser, kennst du die Menschen, die mit dem Handy im Hochformat filmen und Fotos gehen und einfach sterben, ihr leider Menschen? Also ich glaube, für Social Media ist Hochkant-Fotos gar nicht so schlimm. Filmen in Hochkant ist hure schlimm, wegen diesen Balken auf der Seite. Ja. Aber je nach Foto, das du machen willst, ist Hochkant okay. Ist nicht grundlegend scheiße. Also Hochformat hat durchaus seine Berechtigung. Also nicht beim Filmen, aber beim Foto ja. Absolut. Wobei, ich glaube, TikTok ist auf Hochformat, ausgelegt. Und es gibt jetzt auch eine neue App, wo Film in Hochformat, also Filmproduktionen möchte Hochformat machen. Habe ich irgendetwas, glaube ich, mitbekommen. Aber das ist dann wirklich, ich bin bei dir, wenn es um Hochformat Filme geht, das ist ganz gut, ich lange es ja nicht mehr als Mikro, ist ja gut. Hochformat Filme, ja, Katastrophe. Hochformat Fotos, kommt darauf an, was das Format ist, was das Objekt ist, oder das Fotos. Oder das Subjekt. Ja. Gut, ja. Ich habe Spaß gehabt mit dem Film, ich schäme mich, das zu sagen. Ja, ich gehe. Mehr, weil ich gewisse, also Kameraführung ist auch für einen gewollt gemachten Trash-Film schlecht. Wirklich anstrengend. Und zwar nicht im Sinne von, haha, schau mal, es ist schlecht gemacht, es ist lustig wegen der Kameraführung, sondern nein. Es hat, ich glaube es kaum, dass man sich in so einem Film mal etwas stören kann, aber gerade in der Szene im Wald, so die Szene hat besser gezündet, dann kann man ein bisschen weniger nervös gefühlt. Ja, das ist so. Es ist halt der Bildstabilisator ist halt eine Fehlanzeige gewesen und das Zoom, also zum Teil ist einfach Zoom und dann Bewegung und das ist der Tod für jede Kamera, einfach, wo kein Bildstabilisator hat und das ist wahrscheinlich einer gewesen, der keinen hat. Und das ist nicht bei Blair Witch Project, den Film kann ich auch nicht schauen. Ich finde gefilmt aus der Ego-Perspektive, ohne GoPro von der neuesten Generation, einfach scheiße. Es ist einfach so, ich kann mit dem nichts anfangen. Es ist so nervös, so mühsam, ich kann es nicht schauen. Es geht nicht. Das finde ich richtig mühsam. Aber du hast recht, ja. Wenn man das besser gemacht hat, hat man der Film wäre cooler geworden. Ein bisschen Color Grading schafft man mit jedem Programm und das hat nicht geschafft. Ich glaube, das ist schon wieder das Stilmittel, dass der Himmel so ausbrennt ist. Ja, nein, ich glaube, das ist wirklich einfach die Tageszeit gewesen, wo man einfach nur den Himmel hatte und dann hat man... Voilà. Ich finde es schade. Das wäre... Oder ein Trash-Film, klar, ist man Müll, sagt es ja, Müllfilm, aber auch ein Trash-Film braucht gewisse Stilmittel, dass er wirklich rüberkommt. Und das hat mich ein bisschen gestört. Das ist echt das, was mich am meisten gestört hat. Der ausbrennte Himmel, einfach weiss. Einfach, klar, du hast es nicht beeinflussen. Ich hätte jetzt tatsächlich den Himmel noch ersetzt. Vielleicht wäre es noch cool gewesen, dass ja eine dunkle Betreuung war, wo sie da gegeneinander gekämpft haben. Und so ein bisschen Atmosphäre zu schaffen mit einem anderen Himmel, weißt du, so ein bisschen rötlich. So, weißt du, was ich meine? So ein bisschen, ja, aber ja, es ist schon wieder über den 35'000 wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Oski, ich würde ja am liebsten den TV hochkant stellen und dann sagen, schaust du so Fernsehen? Hä? Nein. So, und das ist das ein Fotografieren. Ja, ich fotere teilweise so, weil ich teilweise meine Fotos tatsächlich hochkant anschaue auf dem Handy. Gerade beim Scrollen. Weil es einfach easy ist. Ja, doch, mache ich teilweise auch nicht immer, teilweise ja. Gut, der Velocipastor, aber ein paar gute Gags drin. Ich muss sagen, es ist kein schlechter Film. Es ist ein sehr schlechter Film, aber er ist kein schlechter Film. Verstehst du mich? Er hat übrigens bei Rotten Tomatoes, er hat 64% von Tomato und Audience Score von 75%. Ja. Aber eben, die Gags sind halt, also ich will noch nicht zu viel verraten, aber dort, wo der andere nebendran anfängt zu lachen, hey, du kannst bestätigen, ich habe mich nicht mehr geholt. Es ist wirklich der Hammer. Da sind wir wirklich beide kurz gestorben, wo der Böse das übertrieben und es ist viel zu lang gefilmt und es wird viel zu fest gelachen und du siehst, wie er sich so zwingen. Aber es ist, also das ist wirklich dumme, aber gute Szene. Es ist so,
Vielleicht gibt es die sogar als Szene zum Schauen. Oder die obligatorische Trainingsmontage. Einfach, wo er anfängt zu trainieren. Es auch gibt, sehr lustig gewesen. Hey, es gibt Behind the Scenes Velocipastor. Ich verrecke. Also schick mir den Link dann bitte noch. Ja, dann haben sie doch den eine Joke gehabt. So your parents died. That's what parents do. Ja, genau. Ja, genau. Das war so geil gewesen. Jetzt das nie. Warte schnell. Jacki, ich finde Fotos sind hochkant tiptop, je nachdem was auf das Foto wird drauf verkommen. Aber Filmu nur quer. Ja, bin ich völlig bei dir. Das Foto kann so oder so gut sein, es kommt darauf an, was du machen willst. Film so. Gut. Velocipastor, ich würde im Kino schauen, sage ich ganz ehrlich. Ja, voll. Also schaut euch den Film, vielleicht gibt's, den kann man auf YouTube schauen. Kann man, ich ja. schaue, ob ich euch da mal den Link reinkicken kann. Moment. Den müsst ihr euch wirklich reinziehen. Ja. Ah, das ist so der Trailer, Full Movie. Weißt du was? Das ist im Fall so recht junge Dudes gesehen jetzt gerade, die das gemacht haben da. Schon? Ja, wirklich. So. Liebe Leute, da habt ihr also, wenn ihr mal eine Stunde, der Film geht auch nicht lang, also es ist eine Stunde. Ja, ihr müsst euch wirklich ja. reinziehen, er ist wirklich lustig, es ist wirklich so. Er ist schlecht, aber er ist lustig, er ist wirklich richtig. Also, wie gesagt, also das ist ein Filmprojekt, ich sehe das da hier gerade bei diesem Behind-the-Scenes-Video. Das ist ein Filmprojekt von vielleicht 6-7 Dudes, also wirklich so wie das Geekstübli wäre. Und aber immerhin ging noch $35.000, also es ist immer noch viel Geld. Wenn das so... Das ist gleich viel Geld eigentlich. Also stell dir mal vor, wenn jemand kommt und sagt, hier hat 35.000 Steine Geekstübli, was machen wir mit dem? Weißt du, was ich meine? Das ist ja... Boah. Tja. Das reisst etwas, oder? Ist so. Also, aber ich glaube, das ist schon das Ganze, weißt du, so eine ganze... wie sagen wir das? So eine Szene von Schlechtfilmmacher. Ja. Da gibt es ja auch den Amazing Bulk. Amazing Bulk. Sharknado ist doch auch so einer. Sharknado ist doch auch noch so. Sharknado ist, glaube ich, ja, der ist aber schon wieder höherwertig produziert. Aber immer noch. Ja, aber immer noch schlecht. Ja. Also immer noch nicht Budget von. Gut, es gibt ein guter Horrorfilm, muss nicht ein riesen Budget haben. Ich weiß gar nicht, es gibt viele Horrorfilme, die haben so 100.000 Budget und reissen voll. He? Also, kann man so, dass man es doch gesagt hat. Also, ja. Ja, was ich eben lustig finde, ist, es gibt so Szenen, dass sie offensichtlich, da sind wir eben am Schluss verwirrt gewesen. Hey, Sra, salut! Da sind wir dann ein bisschen verwirrt gewesen, weil da haben sie zuerst geredet, sie sind jetzt in Vietnam, irgendwie der Vater, der Pastor der Chef vom anderen, vom Velocipastor, ist in Vietnam und das ist schon recht, da habe ich ja recht müssen lachen, dort ist ja recht zum Teil Szenen drin. Da bekommt er einen ganzen Rinderknochen angeworfen, von etwa 5 Liter Blut, also 5 Liter rote Farbe. Da bin ich fast gestorben, habe ich nicht mehr können. Wenn er so lange da steht, weißt du, das war so gut gewesen. Und du merkst einfach, es gibt genau einen, der eine einigermaßen angenehme Uniform hat. Dann haben sie aber nicht, ich weiß nicht, es ist wirklich schwierig zu sagen, es ist um Geld gelegen, weil mir denkt, du bekommst schon ohne Geld 6 Uniformen her, die entsprechend für jeden passt. Das schafft man irgendwie, also oder für wenig Geld. Kostet ja nichts das Zeug. Und dort hast du einfach gesehen, einer hatte so Sneakers an und dann oben nur so ein braunes Jäckchen, der andere richtig schlecht einfach, wirklich richtig schlecht. Aber ich glaube, das ist schon cool. Es ist sicher ein Stilmittel. Ja, es ist ein Stilmittel. Okay. Oder wow. Der andere, der nachlässt mit der automatischen Pistole, habe ich super gefunden, wo er angegriffen wird. So, pang, klick, klick, pang, klick, klick. Das war super gewesen.
Ja, bin noch fast verreckt. Ja. Yes, gut. Ich gebe dem Film einfach mal wegen der guten Gags ein 5 von 10. Ich bin auch dabei. 5 von 10 ist okay. Ja, absolut. Es ist wirklich, es ist ein 5 von 10. Ich sehe das auch so. Und das ist, was mir noch beeindrucklich dünkt, beeindrucklich, wow. Beeindruckend hat dünkt, ist, die Dialoge sind so schlecht geschrieben, dass sie wieder gut sind. Also, man hat versucht, ich glaube, ein bisschen einen auf Tarantino zu machen, obwohl Tarantino-Dialoge eigentlich nichts mit der Handlung zu tun haben, immer in der Regel. Das ist hier nicht der Fall, aber es schneidet das Thema ein bisschen an, glaube ich. Also vom Witz her geht es in Richtung Tarantino, aber es ist nie vergleichbar, einfach nur, was ich noch gesagt habe. Man hat versucht, witzige Dialoge im Stil von Tarantino herzubringen, die aber offensichtlich gleich mit der Geschichte zu tun haben. Du meinst wegen der Autoszene dort? Die Autoszene, ja, grundsätzlich. Einfach auch die Dialoge, wie sie aufgebaut sind. Weißt du, so ein bisschen. Ja, weiß doch nicht. Es ist schwierig zu sagen. Ich will es nicht damit vergleichen, aber es ist sicher selbstverständlich auch dort beeinflusst. Also. Okay, habe ich jetzt weniger drin rausgesehen, aber. Ja. Was haben wir noch, mein lieber Kometen Freddy? Das ist doch jetzt. Ja, nochmal schnell erwähnen. Eben, ihr könnt auf Discord uns jetzt nächstes Mal die Filme als Vorschläge reinhauen. Wir schauen die jetzt zweit, ganz sicher. Bevor wir die vielleicht auch mit Leuten von euch, je nachdem. Vielleicht auch mit Leuten von euch, wenn ihr Bock habt. Ja, je nachdem. Daraus machen. Müssen wir schauen, je nachdem wie die Zeit da ist und so. Und ja, haut es rein, eure Vorschläge. Und spammt bitte nicht zu, das muss ich löschen, das nervt. Okay. Voilà, ja. Dann gehen wir doch weiter. Wir haben einfach Tag jetzt eigentlich, noch so ein bisschen. He? So die letzte 1,5 Stunden oder wie lange das da geht. Noch ein bisschen Tag für euch parat. Andi, überlade dir das Wort. Ja, also Tag, in erster Linie haben wir einen Trailer parat. Ja, voll. Einiges zum Schauen, wo wird rauskommen. Ich habe jetzt nicht... Ganz ehrlich, Leute, ich bin mitten am Zügeln. Ich habe jetzt die letzte Woche in meinem Job gehabt, den ich bis jetzt geschafft habe, jetzt noch anders arbeiten. Und das ist alles gerade sehr, sehr viel. Und darum habe ich das mal nicht können, sehr viel schauen, machen, tun. Aber ich habe noch ein bisschen etwas am Start für euch. Und ich glaube, wir fangen gerade mit dem ersten Trailer an zu The Gentleman. Der neue Film von Guy Ritchie. Guy Ritchie, wem das nicht sagt, Filmproduzent aus dem Vereinigten Königreich, hat wunderschöne Filme wie Snatch gemacht oder Bube, Dame, König Gras, hat auch einen von den Sherlock Holmes Filmen gemacht. Mhm. Ja, so. Ja, ich glaube es. Also ich kann nicht bestätigen, aber das ist glaube ich so. Und zwar bei dem Downey gibt es 2, oder? Sherlock Holmes Filme. Ist das so? Auf jeden Fall ist es glaube ich der mit dem Downey, habe ich gemeint. Ja, das ist der mit dem Downey, ja, stimmt. Ja gut, wenn wir uns den Trailer gerade reinhauen. Yes. Dann machen wir doch das. Ist bewilligt. Ganz, ganz geil, oder? Ja. Ich liebe Guy Ritchie seine Mafia-eske Filme. Es ist ein Gangsterfilm. Es sind Gangsterfilme. Und immer so mit einem humoristischen Touch. Ja, es ist immer ein humoristischer Touch. Also immer. Ja, ich finde seinen Film geil. Er hat jetzt halt länger nichts mehr Settings gemacht. Also so Filme wie, wo in Richtung Gentleman oder eben Snatch geht. Er hat ja auch King Arthur produziert. Ja, hast du den gut gefunden? Okay, kein bleibender Film. Ich mag aber generell, es ist nicht mein Setting. Ich finde das Setting nicht so mega. Okay. Ja, aber er hat jetzt wieder eigentlich einen Film mehr in Richtung seinen alten Film gedreht. Und habe ihn noch nicht schauen können. Läuft im Kino, wird im Kino laufen, sollte im Kino laufen. Und ja, also ich habe sehr, sehr viel Bock drauf. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr guter, typischer Guy Ritchie-Film wieder wird.
Und ja, Leute, sagt mal, ob ihr Bock drauf habt, sagt mal, ob ihr Guy Ritchie kennt, ob ihr seine Filme kennt, ob ihr seine Filme gerne habt. Ich finde ihn super. Was sagst du dazu zum Trailer? Ja, Trailer sagen bekanntlich nicht sehr viel über einen Film. Aber ja, es ist offensichtlich ein typischer Guy Ritchie, oder? Es ist ein typischer Guy Ritchie. Ich habe dummerweise schon eine Bewertung gehört von DRS3, der Filmredaktor. Und der ist recht, also ich finde dem seine Bewertung aber noch recht gut. Ich glaube, bei ihm ist es nicht ganz so hoch ausgefallen wie die anderen. Er sagt, das ist ein typischer Guy Ritchie-Film. Also 2-3 Sachen, die man anschneidet, die er aber nicht weiterzieht irgendwie. Aber voilà. Ich weiß es nicht, ich habe den Film noch nie gesehen, muss jetzt erst selber schauen, dass ich das beurteilen, selbstverständlich. Aber auch wenn es nicht der beste von ihm wäre, es ist immer noch ein Guy Ritchie-Film. Und das ist von mir aus gesehen der Hauptaspekt. Und sie sind einfach wie sie sind. Und sie sind gut, so wie sie sind. Genau, Bube da mit König Gras. Voilà, es ist, ja genau. Der Oski fühlt es, so ist es gesehen, das finde ich schön. Absolut, der Oski fühlt es. Ja, genau. Da hast du sehr viel Bock drauf. Ja, klar. Dann, Gentlemen, gehen wir noch gerade mal eins weiter. Und zwar mit dem ehemaligen Erzfeind, blöd gesagt, vom Super Mario. Der Sonic the Hedgehog Film, habt ihr sicher von dem schon mitbekommen? Snatch, genau, Snatch, sehr geil. Snatch. Der Film mit meinem Hund gerade durch. Der Film Sonic the Hedgehog. Ist das ein Penis? Nein, das ist ein Hund. Nein, ich meine... Das ist deine Superhart. Ich habe den Trailer sonst auch gerade in der Liste, kannst du den mal ready machen, wenn du noch nicht ready hast. Die haben dem sein ganzes Design nochmal umgestellt. Und zwar wegen den Fans, die gesagt haben, hey, uns gefällt das Design vom Sonic nicht. Darauf aber ist er dann neu designt worden. Finde ich auf der einen Seite cool, dass man so mit den Leuten zusammenarbeitet. Auf der anderen Seite ist es auch ein schwieriges Zeichen, dass Zuschauer eigentlich mittlerweile so viel können bestimmen, wie ein Film soll werden. Hat man ja bei Star Wars 9 gesehen, wo am Schluss eigentlich ein riesengroßer ein Probieren nach Fanstimmen einen Film zu produzieren war. Ja. Sonic the Hedgehog jetzt dort, ich hoffe, dass es... Ich habe auch den Film, wie gesagt, ich habe noch keinen Film gesehen im Moment. Aber ich möchte gleich den Trailer mit euch zusammen schauen, weil wieder mal jemand mitspielt, den ich schon lange nicht mehr in einem Film gesehen habe. Und zwar der Jim Carrey als Dr. Eggman. Ich bin gespannt, ob der Jim Carrey vor allem in so einer Rolle, in so einem Film, ob er sich neu erfunden hat mittlerweile oder ob er wieder auf die alte Schiene halt so typischen Jim Carrey Humor aus den 90er geht. Das bin ich sehr gespannt drauf. Wäre das schlimm, wenn er das macht? Oder fändest du das... Aus nostalgischer Sicht also wie gesagt, ich habe den Film noch gesehen, ich weiß nicht, wie ich es finde, aber aus nostalgischer Sicht fand ich es vielleicht toll, aber auch dort wieder der Punkt, funktioniert das noch 2020. Das ist halt immer die Frage. Okay. Aber wir schauen mal rein. Wir gönnen uns doch mal den Trailer. Ich bin Sonic, eine kleine blaue Kugel aus Superenergie. Und insgesamt ein ziemlich cooler Typ. Und um meine Welt zu retten, musste ich auf eure kommen. Wo bin ich? Warum ist es hier so dunkel? Was ist denn das für ein Level? Vor 20 Minuten hat ein Energiestoß einen Stromausfall im gesamten Nordwesten verursacht. Wer ist da? Was machst du in meiner Garage? Die komplette Armee ist hinter mir her. Guten Morgen, mein ländlicher Freund. Ich gebe Ihnen genau 5 Sekunden, um mir zu sagen, wo es ist. Stopp! Tu ihm nicht weh! Voll auf die 12. Julian Bam spricht Sonic. Ausflug? Wieso passiert mir das? Oh mein Gott, halt sofort den Wagen an! Der größte Gummibandball auf der ganzen Welt, den müssen wir uns ansehen! Nein, das hier ist kein lustiger Familienausflug. Na, hast recht, war echt lame. Der Souvenirshop war aber cool. 2020. Hier können wir eine Weile untertauchen. Okay, und was machen wir jetzt? Ich zeig dir mal, wie das geht. Lass uns gehen, oder? Ja, es wird Zeit. Eine neue Welt. Du glaubst, du könntest mir entkommen? Oh, das Ding ist ja süß. Du bist gut versichert, oder? Ein teuflisches Genie. Jetzt bist du dran. Mehr hast du nicht drauf.
Aber danke der Nachfrage. Achtung, jetzt geht's rund. Soundtrack hätte Jim Carrey auch aus den 90ern mitgebracht. Ich habe Ja. keine Das ist Ahnung. okay. Vom Produzenten von The Fast and the Furious. Gut, dass gelobt. Wieso wirfst du dein Leben für dieses dumme kleine Etwas weg? Er ist mein Freund. Das war geil. Das ist meine Superkraft. Ich glaube nicht, dass du darauf darfst. Und ich werde meine Freunde damit um jeden Preis beschützen. Das hast du nicht kommen sehen, ha? Blablabla, blablabla. Entschuldigung, darf ich mal kurz? Vielen Dank. Tag noch. Sonic the Hedgehog. So, du bist also Toms bester Freund, von dem er immer labert. Verstehe nicht, was er an dir findet. Ist ja eklig. Ab Februar im Kino. Ja. 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 Malabar, sicher voll hey, nervig, wenn wir das Sonic müsste unterrichten. Keine Ahnung, frag mal Jay seine Lehrer. Wow. Ja, natürlich ist der Jim Carrey immer noch lustig. Also, bist so gut. Das ist doch immer lustig. Das ist vielleicht ein kleines Problem. Ja, Er hat schon ernste Filme gemacht und das war auch gut gewesen, also habe ich gefunden. 24 oder wie hat das geheißen? 23? Zum einen muss man einfach auch sehen, gell, ganz viele Filme, die wir anschauen, gerade so halt, wo in dieser 90er-Dinge gefangen sind oder verliebt sind. Viel von das Zeug, das heute rauskommt, ist oftmals nicht unsere Zielgruppe. Wir sind... Also du bist alt. Es ist so, wir sind halt einfach nicht mehr Zielgruppe für ganz viel, was gerade passiert. Und da muss man vielleicht auch ein bisschen beachten dabei. Aber ich hab Bock auf Jim Carrey. Ich habe jetzt gerade das erste Mal so wieder gesehen, seit ganz langem. Und ich habe wirklich Bock drauf. Ja, was mich aber gerade ganz krass gestört hat, sehr krass gestört hat, ist der Synchronsprecher vom Sonic. Ja. Vor allem dort, wo er da über den chinesischen Mauer durchgesäckelt ist, oder was war. Ich finde es nicht geil, wenn YouTuber eine Sprecherrolle übernehmen. Mhm. Das ist klar, es ist marketingtechnisch klar, weil eben genau die Zielgruppe an Kids die YouTuber kennen und feiern und dann, hey, ihre Stimme in einem Film super. Aber ich habe das auch schon beim Lego Batman-Film geil gefunden. Ich finde es auch jetzt, es sind keine guten Synchronsprecher. Vielleicht habe ich jetzt einfach nur das Gefühl, und wenn ich den ganzen Film gesehen habe, leidet sich das, wer hat vorher etwas gesagt? Nein, Fox hat vielleicht gerade irgendetwas gesagt, wegen sie ist und schauen, gezwungenermaßen. Wie hast du die Synchro gefunden? Da, wo ich jetzt gehört habe, cool, dass es immer noch die Original-Synchro, also unsere Synchro-Stimme von Jim Carrey ist, aber Sonic hat mich jetzt gerade ein bisschen abgefuckt. Ganz ehrlich, ich werde den Film eventuell auf Englisch schauen. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist der YouTuber, der spricht? Das ist der Julian Bam. Oh. Also, ich bin im Fall nicht einverstanden. Ich habe zuerst gedacht, oh cool, der Gronk. Ich habe viele Let's Plays geschaut von Gronk und der ist wirklich super. Auch stimmmässig ist er wirklich cool zum Hören. Aber dann hat der Batman, der Joker geredet und es hat absolut nicht gepasst. Absolut nicht. Also, es hat mich völlig irritiert. Komplett. Weil der Gronk hat so eine tiefe, angenehme Stimme und der ist einfach nicht der Typ. Es hat einfach nicht gepasst. Ich weiß nicht. Es ist wirklich schade. Es tut mir leid, dass ich das muss sagen, weil ich mag den Gronk wirklich richtig gut. Aber das hat nicht gepasst. Irgendwie. Ja, das ist echt schwierig. Ja, aber und auch das jetzt, finde ich, was ich bis jetzt gehört habe, ist noch schwieriger. Hi, Strike! Julian Bam ist sowieso. Ja. Und ja, du hast recht. Es ist, das Zeug, das rauskommt, ist nicht mehr für uns. Ich meine, nur mal schon an Hip-Hop denken, der jetzt sich Hip-Hop nennt. Oh. Nein. Ich habe ein paar Stunden FN und Logic macht ganz guten Sound. Klar. Anyways. Ist nicht alles so, ja, absolut. Nicht alles so. Wir sind effektiv nicht mehr Zielgruppe und es ist okay, dass wir es nicht mehr sind. Es ist auch okay, dass jetzt halt Produktionsfirmen auf das setzen, was ziehen. Ja. Und das sind jetzt halt einfach YouTuber und okay, früher bei uns sind es zum Teil Comedians gewesen, die so Sprecherrollen bekommen haben oder weiss nicht was.
Aber ich finde einfach wirklich, dass normalerweise keine gute Entscheidungsschütze keinen guten Job machen. Hey, Strike! Salut! Strike. How are you? Hoffentlich gut. Ja. Gut. Ja, soviel zu Sonic the Hedgehog. Ich habe trotzdem noch irgendwie Bock. Ich habe gerade ein bisschen Hühnerhaut bekommen, als ich am Anfang das Sega-Logo gesehen habe. Ja, Ist mir gerade ein bisschen schön gefunden. Hast du das im Dings, im Lied? Hast du es gehört? Wo sie haben mit 8-Bit-Sound, ja, 8-Bit-Sound unterlegt noch. Das ist richtig nice. Hast du es nicht gehört? Nein, ich habe mich nicht geachtet dazu. Mal, das ist cool. Musst du nochmal. Cool, aber finde ich cool. Musst du nochmal einfach die Melodie mit 8-Bit-Sound mit begleitet. Das ist richtig cool. Cool, will ich nachher nochmal den Trailer Motorhead schauen. ist doch das, oder? Ja. Blitzkrieg Pop. Ah nein, sorry, ist Blitzkrieg Pop. Weißt du, warum ich das gerade weiss? Tony Hawk's Skateboarding ist das immer gelaufen. Hure gut. Ey, Skaterpunk einfach auch. Ja, geil. Auch eine Sache, wo vorbei ist, so komplett vorbei. Aber es macht nichts, ich finde es immer vieles voll. Ich habe mir letztens das Blink-182 Album gegeben, wo Ende letztes Jahr, glaube ich, mal oder so rausgekommen ist. Oder letztes Jahr auf jeden Fall rausgekommen ist. Und dann schon noch ein bisschen Vibes, die Vibes, die kommen im einen oder anderen Song, in einem vor allem. Ja, ey, das ist vielleicht so ein bisschen, ich glaube, das ist so ein bisschen mein Guilty Pleasure. Ich habe eine ganze Playlist. Aber es ist ein Guilty Pleasure, aber ich feiere es eigentlich ein bisschen. Haben wir jetzt letztes Jahr mal gegeben, was sonst so passiert, jetzt was Sum 41 mittlerweile macht. Die sind recht erwachsen geworden. Ja. Also nicht nur, dass sie sehr alt aussehen und ihr Sound, die letzten Alben sind recht in eine andere Schiene reingegangen, aber ja, ist okay. Ja, klar. Gut, aber wir sind heute nicht am Soundcheck, das können wir anders mal machen. Wir sind bei dem Film und nach Sonic the Hedgehog der Film, wo ich echt gespannt drauf bin, weil ich zuerst dachte, da könnte etwas sein, weil ich Margot Robbie eigentlich ganz okay finde. Ich kann mitbekommen, was sie so hinter den Kulissen dafür gemacht hat, dass der Film wieder entsteht. Und das eigentlich mal die Art ist, wie ich Frauen möchte sehen. Und zwar, also nicht jetzt im Film, sondern generell. Jetzt nach dem ganzen Weinstein-Scheiß, wo man halt wieder mal sieht, wie Frauen behandelt werden. Ja. Hinter der Kulisse, die ich absolute Scheiße finde, finde ich sie, was ich krass, wir müssen das mal ein bisschen recherchieren. Richtig krass, wie sie den Film durchgeboxt hat. Was sie für eine Figur hoffentlich aus dem Ding wird machen, bin ich gespannt, aus der Harley Quinn, ob sie sich wirklich emanzipiert vom Joker etc. Dass sie als eigenständige, gute Figur funktioniert. Was ich jetzt oft gelesen habe und auch ein bisschen im Trailer das Gefühl, es könnte so ein bisschen in eine Deadpool-Richtung gehen. Aber ich möchte keine Meinung übernehmen von anderen, darum kann ich das noch nicht bestätigen. Weil sie halt auch wieder die vierte Wand durchbrechen etc. Ich finde, wir könnten den Trailer kurz schauen. Was meinst du? Das machen wir doch, der ist schon parat. Ah, ja. Doch. Oder? Schwierig. Also, ich weiß nicht. Also, Birds of Prey, vielleicht wenn ich das schnell einhängen darf. Birds of Prey, der erste Birds of Prey, der alte, also der ältere Birds of Prey, ist ja recht dramatisch gewesen. Also, ein recht dramatischer Film. Und das Konzept hat man offensichtlich über den Haufen geworfen. Irgendwie, denke ich mir. Oder sehe ich das falsch? Kann ich noch nicht viel dazu sagen. Ich bin jetzt noch ganz. Der Trailer, ich revidiere, das ist voll auf die Fresse. Wie heißt der? Deadpool. So, voll auf die Fresse Deadpool, der Trailer. Ich hoffe, dass der Rest des Films nicht so wird sein. Ja, ich finde es stark, was hinter der Kulisse passiert ist. Ich finde es braucht. Mir gefällt so, mit so einem Film kann ich mehr anfangen, als wenn in einem Avengers-Film plakativ alle weiblichen Heldinnen in einen Shot gedruckt werden, damit jeder sieht, hey, schau mal, wir sind ja so auf Diversity, wir sind so korrekt und alles drum und dran. Das ist eine Farce, so. Das ist einfach nicht, das ist, hey, wir müssen das machen, damit wir keinen Shitstorm bekommen, aber so
fände ich es cool. Das Problem ist, dass trotzdem der Film selber auch muss funktionieren. Bin gespannt. Wird mehr darüber reden, wenn ich gesehen habe. Ja. Das ist sicher die Art von Film, wo die ganzen Highlights im Trailer gezeigt werden. Natürlich ist es die Art von Film. Was will jetzt noch kommen? Ja. Hast du gerade irgendeine Meinung schon zum Trailer? Ja, der Trailer ist wie jeder Trailer ist. Mit dem Sound geschnitten. Also, ich finde es langsam langweilig, es könnte mal wieder neue Trailer geben. Aber es. Schneid den Trailer wieder offbeat. Sieht viel besser aus. Nein, aber es ist einfach, ja, es macht sie jeder jetzt, weißt, und ja, das ist cool und das ist ein Stilmittel, das verstehe ich. Aber das ist eine grundsätzliche Bemerkung sagen wir schnell, Trailer allgemein gewesen jetzt. Aber grundsätzlich, ich habe schon Bock auf den Film, schon, weil mal schauen, ob es. Weil Suicide Squad ist ja wirklich. Ja, da müssen wir nicht darüber diskutieren. Es war ein Fail gewesen, also von mir aus gesehen. Schade. Suicide Squad ist nicht ein Film, wo man darüber reden sollte. Margot Robbie wäre super gewesen in diesem Film. Wirklich. Und, aber leider hat man das ein bisschen verpasst, das wirklich auch zu bringen. Wenn, von wegen Trailer auf den Song geschnitten und so, wenn man einen ganzen Film sehen will, der unglaublich geil soundtechnisch mit Visuellem verbindet, Baby Driver. Mhm. Fucking glaublich. Das ist wirklich geil. Ja, das ist so. Kann ich dir absolut zustimmen. Ja. Ja, was haben wir da noch gehabt? Okay. Girl Gang Power Grill Movie. Ja, eben. Was? Der Oschki findet den Hip-Hop-Joker cool. Okay, kann ich nichts dazu sagen, weil der Film ist so. Ja, das ist der Jared Leto von 30 Seconds to Mars. Aha. Ey, ganz ehrlich, ich kann nicht sagen, ob ich ihn gut gefunden habe, weil der Film ist komplett zerschnitten gewesen. Das hat einfach ausgesehen wie ein sehr langer wie heißt Videoclip zu einem Song, wie sagt man dem? Ja. Songclip. Ja. Wow, bin ich müde. Hallo, JJs. Musikvideo, check. Fuck, hi JJs. Es sieht einfach aus wie ein sehr lange, das, was ich gerade gesagt habe. Und finde ich, Musikvideo, es sieht aus wie ein sehr langes Musikvideo. Fuck, Blutkaffee. Und ich habe nicht sehr viel von ihm mitbekommen, vom Joker in dem Film, der mir gefallen hat. Also, es ist sehr zerschnitten. Es geht um Birds of Prey, JJs. Genau, jetzt gerade. Es geht generell gerade um Film momentan. Und jetzt gerade um Birds of Prey. Ich will ihn schauen. Leute, habt ihr sonst auch schon gesehen, könnten ihr schauen. Wie ein sehr langer Trailer. Nein, das ist ein Suicide Squad, sorry. Suicide Squad sieht aus wie ein sehr langes Musikvideo. Das wollte ich sagen. Es ist so, ich bin da jetzt wieder mal nicht mit dem Oscar einverstanden. Ich finde den Joker grässlich. Also grässlich nicht. Klar, er hat wenig Screentime gehabt und also die Rolle hätte man einem anderen geben können, als dem Jared Leto. Ganz ehrlich, das hat es nicht gebraucht. Der Jared Leto hat wie gefühlt 30 Sekunden Filmzeit gehabt und das ist irgendwie so. Aber das ist das Hauptproblem von diesem Film. Es hat niemals genug Zeit gehabt, keine Geschichte, kein Nichts, einfach null. Also es ist ja, ich finde den Joker besser. Ich verstehe schon, was man hat probiert. Man probiert den Joker an den anzulehnen, den Mark Hamill in der Anime-Serie oder in der animierten Serie spielt. Aber es hat nicht funktioniert, aus meiner Sicht. Völlig nicht. Ja, wenn man mich von ihm gesehen hat und der Film nicht zerschnitten worden wäre, hätte ich vielleicht eine andere Meinung. Vielleicht hat er einfach nur Pech gehabt. Es Hinterkulissen muss auch sehr viel abgegangen sein. Er muss ins recht in die Rolle reingegangen sein und hat am Set dann nur als Mr. J angesprochen werden und hat irgendwie komische Sachen abgezogen am Set, keine Ahnung. Anyways, yes, gut. Wir können eigentlich gerade weiter. Leute, was sagen dir sonst so zu diesen Filmen? Der Heath Ledger hat den Besten gespielt. Ja, Heath Ledger, also ich finde bisher jetzt noch keinen komplett beschissenen Joker gegeben. Ja, weil absolut. Die aus den Zeichencomics, die von Mark Hamill gesprochen sind grossartig. Das ist auch der das ikonische Lachen geprägt hat.
in den alten Filmen auch dort sehr, sehr gut gespielt hat. Mal überzeichnet, mal so, mal so. Aber es sind alle gut gewesen. Ich finde, der Heath Ledger hat die ikonische Version geschaffen, zusammen mit der Version auf Joker. Mit dem Joaquin Phoenix. Joaquin ist der von den zwei Brüdern, der noch lebt. Ja, Joaquin Phoenix, genau. Ja, sehr gut. Die zwei haben, ja, super. Wobei der Phoenix, unglaublich guter Film. Das Gefährliche ist halt, dass ich dort rausgegangen bin und auf seiner Seite war. Also nicht, klar, er ist ein Psychopath, aber ich bin dort gekommen und so, ich habe gefunden, es ist jetzt nicht komplett unverständlich, das alles. Nein, voll nicht. Das heisst, Also, der Film spielt relativ nah an der Realität. Und das kann vielleicht auf den einen oder anderen Mensch Einfluss haben. Aber ich finde, der Film ist beide sehr, sehr genial. Ja. Gut. Ich habe noch mehr am Start für euch als nur Birds of Prey. Ich weiß nicht, ob ihr lesen, ich weiß nicht, ob du liest, ich weiß nicht, ob du lesen kannst. Ich? Ich habe die Bibel schon gelesen, bevor sie geschrieben war. Toll. Übrigens, mein Soundboard hat noch nie gebraucht bis vorhin. Du hörst es eben nicht, übrigens nicht her, dass du es hörst. Irgendwie bin ich jetzt doof. So ja, ich glaube, mein Soundboard geht irgendwie nicht. Ich drücke jetzt mal auf Bu. Nein. Ja, es passiert nichts. Es ist, ich glaube, also der Chat gehört es, du hast es jetzt nicht gehört, leider. Ich habe es wirklich noch nie gebraucht. Ich habe es völlig vergessen, dass ich es habe. So gut ist unsere Sendung, siehst du mal. So. Hä, das ist doch kein Horrorfilm. Sag mal kurz nichts. Der Joker ist kein Horrorfilm. Drama. Da ist das Auto vorbeigefahren. Okay, klappt nicht mit meinem... Ach, egal. Also das Game schauen wir noch an, helfen dir nicht mit dem. Der Joker ist im Fall überhaupt kein Horrorfilm. Nein, es ist ein Drama. Es ist ein Drama. Ja. Du musst bereit sein für den Film. Mein Mic verreist. Die unangenehme Stille, die man nur hört, wie das Mic bewegt wird. So. Ja, irgendwie verreist mein Mic so unangenehm. Aber, nächster Trailer. Känguru Chroniken, ist das richtig? Richtig, Känguru Chroniken. Eigentlich eine Buchreihe. Noch nie gehört übrigens. Ich habe das noch nie gehört. Ey, unglaublich gute Bücher. Ey, leset die Bücher. Leset die Känguru Chroniken. Oh my fucking Känguru. Es ist wirklich gut. Hey, so Hallihallo. Hello. Ja, ich habe einen Trailer am Start und der Trailer, ey, trinkst du gerade einen Kaffee, du Bastard? Nein, das ist nicht Kaffee, es ist nur Wasser drin. Okay. Das Einzige, was ich noch zum Trinken hatte, ist mein Abschiedsgeschenk aus der Manor. Selbstverständlich ist es Kaffee. Die hat noch anzubieten hier, aber... Horror in VR, ja, Oschki, Horror in VR geht überhaupt nicht. Ja, das haben wir festgestellt. Ne? Danke, zu dem Shirt kommen wir nachher dann noch. Gut, Känguru-Chroniken, lassen wir starten, let's go. Okay. Aha, jetzt bin ich der eine, der nicht parat gewesen. Also ich hasse, aber ich muss nochmal schnell umstellen. Alles gut. So. Also, Film ab. Oh nein, scheiße, ja, ich habe verkackt. No, sorry nochmal, Entschuldigung. Oh, wow. Hallo, ich wollte gerade Eierkuchen backen und da ist mir aufgefallen, dass ich vergessen habe, Eier zu kaufen. Verstehe. Entschuldigung, warum stellen Sie Ihre Sachen... Wollen wir uns nicht duzen, jetzt wo wir zusammen wohnen? Hm? Also eigentlich ist das mein Wohnzimmer. Nein, dein. Das sind auch bürgerliche Kategorien. Haut lieber mir eine rein. Genau, haut lieber ihm eine rein. Stopp, halt! Wird das jetzt so ein Trailer, der alle lustigen Stellen verrät? Was willst du denn sonst zeigen? Langweilige Szenen? Ja, warum nicht? Es gibt doch bestimmt noch langweiligere Stellen. Ich fühle mich oft emotionslos. Ich glaube, dass Sie sich sehr oft, wie soll ich sagen, emotionslos fühlen. Wahnsinn. Prima.
Sehr langweilig. Wieso sieht man eigentlich hauptsächlich mich in den langweiligen Szenen? Naja. Du bist nicht wirklich sonderlich, sexy? Das ist klar, aber das meinte ich nicht. sonderlich Ich witzig. meinte, ja, du bist nicht sonderlich... Sonderlich interessant. Ja, genau. Du bist nicht sonderlich interessant. Weißt du, was auch nicht sonderlich interessant ist? Deine Idee mit den langweiligen Szenen. Dann mach du doch. Ich bin Kommunist. Was sind Sie so? Ich bin Anarchist. Cool. Dann können wir Freunde sein bis zur Revolution. Danach wird's natürlich schwierig. Dieses Vieh lässt mich vermuten, dass wir Kapitalismus, Schweinesystem, Vietcong! Hi. Ich wollte mir gerade ein paar Eierkuchen backen und da ist mir aufgefallen, dass ich keine Eier habe. Der Oski ist schon wieder am Durchdrehen. Okay, warum habe ich den Film genommen? Die Bücher sind wirklich bissiger Humor. Sehr, sehr geil geschrieben. Und man darf sich nicht davon täuschen, dass jetzt halt das Känguru die Hauptrolle spielt. Das ist kein Kiddie-Film mit dämlichem Figurenzeugs nebenan, sondern das ist wirklich, das Känguru ist der Wahnsinn. Wirklich gute Bücher. Was mir jetzt gerade spontan auffällt, während der Hergi sagt, dass man so etwas in Guantanamo als Folter zeigt, für einen deutschen Film ist das Känguru wahnsinnig gut animiert. Ja. Also, da darf ich gerade einhängen. Grundsätzlich ist die deutschen Filme überhaupt nicht schlecht animiert. Also, auch in der Vergangenheit waren sie gut animiert gewesen. Klar, nicht andere Scheiße gewesen. Ja, klar nicht mit dem... selbstverständlich nicht mit dem Budget von Hollywood-Filmen. Das ist nicht möglich. Was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass wenn der Zweite Weltkrieg anders wäre ausgegangen, wäre jetzt Deutschland Hollywood übrigens, also Berlin. Das ist so. Aber grundsätzlich, deutsche Filme sind gut produziert. Also ich finde deutsche Filme gut produziert. Das sieht man schon nur, klar, ist jetzt überhaupt gar nicht wie Fall mehr, früher völlig gewesen. Aber Cobra 11, oder? Das ist gut gemacht. Das sind richtig gute Stunts und die Sachen und das Zeug. Das ist gut gemacht, das Zeug. Das darf man ja nicht unterschätzen. Also die Deutschen machen sehr gute Filme, auch im Animationsbereich. Die Deutschen haben eine Handvoll brauchbare Filme, der Rest ist komplette Kacke, genau wie in der Schweiz. Die ich gemeint habe. Das ist das, was ich gemeint habe. Wenn sie es wirklich drauf haben sie es drauf, das meine ich. Es gibt auch sehr viele deutsche Animateure, die in Hollywood arbeiten. Das ist übrigens auch so. Also, so wäre es ja nicht. Hollywood besteht nicht nur aus Amerikanern. Also eigentlich wahrscheinlich überhaupt nicht. Ja, das darf man nicht unterschätzen. Wenn es richtig... Wenn Sache, also ich weiss jetzt, welcher Film du im Sinn hast. Jeder Uwe Boll-Film, so. Ich habe es gesagt, ja, es tut mir leid. Nein. Uwe Boll, das sind ja nicht zwingend deutsche Filme, nur weil er ein deutscher... Voilà, aber gleich, ja, ich weiss... schlechter Mensch ist. Ich verstehe, was du meinst. Aber das heisst noch lange nicht, dass es ein deutscher Film ist, dass er schlecht ist. Also das meine ich. Oder? Offensichtlich. Nein, aber die Chance ist gross. Ja, die Chance ist gross, dass er nicht gut wird. Welcher Film, den ich übrigens von Deutschland extrem toll finde, wirklich, also es ist ja so, man muss es so sagen, deutsche Filme sind so weit gut, wie wenn das Buch auch von Deutschland kommt. Stichwort naja. Jim Knopf. Doch, Jim Knopf ist super gut. Ich finde ihn super gemacht. Wirklich sehr, sehr schön. Finde ich wirklich auf den Nagel gebracht. Das hat der andere nicht so hergebracht. Nein, ich glaube nicht, das Buch muss deutsch sein, damit der deutsche Film... Ja genau, Oski, er hat Far Cry gemacht. Katastrophe. Ich meine, sorry, du hast mich vielleicht letztes verstanden. Ich meine, wenn der Autor vom Buch deutsch ist, wird mit dem Material in Deutschland einfach auch entsprechend damit besser umgegangen. Nein, sie probieren es ja auch mit anderen Filmen gut umzugehen, sie schaffen es einfach nicht. Eben, sorry, kein Ohrhasen vom Til Schweiger. Habe ich nie gesehen, interessiert mich nicht. Männersache Mario Barth, das sind katastrophale, so schlimme Filme, dass ich mir selber möchte den Kopf in die Wand reinhauen, damit es aufhört weh zu tun. Selbstverständlich, aber ich sage ja, jetzt bei Jim Knopf haben sie es wirklich gut gemacht. Wirklich extrem gut. Also, ist meine Meinung, aber ich finde es wirklich gut. Whole Train
und die Welle sind akzeptable bis okay gute Filme. Aber sonst deutsche Filme sind... Ich meine, die einzigen wirklich, also qualitativ, handwerklich gut gemachte Filme sind ist zum Beispiel Shoot the Manitou, auch wenn es der Humor heute einfach... Aber handwerklich, von der Produktion her. Ich meine, die meisten deutschen Filme sehen aus wie der Film, den wir gestern zusammen geschaut haben. Ja. Witzigerweise ist es Rat Pack Entertainment und das ist, oder Bully Herbig's Films. Und Herbig's Films ist wirklich nicht schlecht. Der Film, den du vorhin genannt hast, ist Herbig's Film. Also Shoot the Manitou. Starship Enterprise, also technisch gut gemacht, oder? Und man kann davon halten, was man will. Ich finde die Filme lustig. Und das Gleiche ist mit, wie ich gesagt habe, mit, sag mal schnell, mit Jim Knopf, der ist genau gleich gut. Weil es ist aber ein Herbigs-Film, also ein Rat Pack-Film. Und das merkst du einfach. Der Rest gebe ich dir recht. Also kein Ohrhasen, schwierig. Kommt halt darauf an, welchen Standard man nimmt. Oder? Es ist immer, ja. Auch das ist Geschmackssache. Das ist, Hi, Red Mugen. Hallo! Soul Kitchen ist ein Bombenfilm. Ich finde zum Beispiel ganz tragisch, finde ich, Filme, wo bisher Stephen King-Verfilmungen, als Film oder Serie, das sind auch immer so Filme. Das sind zwar keine deutschen Filme, aber die enden auch immer, das sind Bücherfilme, aber enden immer sind immer ganz nicht so gut. Okay, also wobei jetzt möchte ich da draus nehmen. Aus meiner Aussage. Die ziehe ich zurück. Aber wie gesagt, ich habe gesagt, ich möchte Sachen nicht mehr einfach nur Scheiße finden. Ich möchte Positivität reinbringen und es gibt sicher gute Sachen. Hat ja gut geklappt. Ja, wirklich super. Hat ja gut geklappt. Ja, ich sage, ich schaffe das. Es ist ein Prozess, Brüder. Es ist ein Prozess. Ist doch gut, ist doch okay. Ich bin durch den Prozess eben schon gelaufen. Oder? Ich habe wirklich nur noch... ich schaue einen Film und denke, oh cool, Popcorn dazu fressen und gut. Oder ich sage, wow, ist das wirklich gut gewesen. Oder ich sage, wow, ist verdammt scheisse gewesen. Aber ich werde das nicht mehr, weil sonst machst du dich kaputt. Es ist einfach so. Ich spüre langsam wie mein Herz, weißt du, es ist nicht mehr so stark wie ja, auch genau, schon. richtig. Das ist genau, du musst dich schonen. Ich verstehe das. Ich kann das absolut nachvollziehen, den Prozess oder laufen. Popkultur ist für mich etwas unglaublich Wichtiges. Ja, für mich sind Film und all das ist viel Sachen begleiten mich zum Teil seit meiner kleinsten Kindheit. Das hat etwas Heiliges für mich, okay? Und wenn dann so Sachen wie der Ghostbusters-Film von 2016 passieren, dann kriege ich innerlich kollabiert etwas in mir. Ja, da hör auf meine Gang hindern. Mein Problem mit deiner Aussage, die du vorhin gesagt hast, ist einfach wieder, das ist das Verallgemeinern, das habe ich nicht gern. Aber das weisst ja du. Weil, ich kann es nie verallgemeinern. Moment, stopp. Mal, du hast gesagt, grundsätzlich sind ausser die alle anderen deutschen Filme scheisse. Das hast du gesagt. Ich habe gesagt, es gibt sicher ein paar. Und dann habe ich 2 aufgezählt. Es gibt sicher noch mehr, die kennt einfach keiner. Ja, genau. Also, wie gesagt. Schaut nach Jim Knopf an, ist wirklich gut. Glaubt mir, es ist wirklich gut. Ja, sehr dann gut. Schaut Manta. Ja, der... ja, aber das ist auch ein Trash-Film, sorry. Also das ist absoluter Trash. Das ist 90er-Trash vom Feinsten. Oder nicht? Hey, lass Red Mugen, ich sehe deine Message, ich sehe, was du schreibst. Aber ich kann es nicht verarbeiten. Ich habe gesagt, ich möchte positiver werden und ich möchte mich nicht mehr aufregen ab so elenden Bastarden wie einem dämlichen Uwe Boll, der nicht fähig ist, irgendetwas anzulängen und nicht kaputt zu machen, weil er einfach nichts anderes kann, als jeden Film zu nehmen, der ihm in die Hand kommt und zu zerficken und so nicht auf die gute Art. Oh, da kommen wir Alone in the Dark hin. Oh, scheiße. Alter, gut, wir haben also... Ich wüsste, wenn ich in dem Sinne Adresse finde. Der Unsichtbare. Irgendwann machen wir so eine Sonderfolge Uwe Boll. Dann muss ich so beruhigend fressen. So. Der Quatsch, der nächste Trailer. Ja, ist parat. Jawohl, richtig. Genau. Du willst nichts dazu sagen, wir tun einfach direkt Film ab. Ist gut. Dann kannst du dich ein bisschen erholen. Also, ich nehme das als Ja. Das ist das Remake. Hollow Man, oder? Ja, natürlich, Hollow Man. Selbstverständlich ist das von Hollow Man. Ah, Oski. Okay, sieht aber nice aus. Versucht offensichtlich nicht das Original zu kopieren, sondern versucht eine neue Interpretation. So wie ich das verstehe. Genau. So, ja, so Zeug so gefällt wie mir. ich es gesehen habe. Das finde ich okay.
Also, habe ich nicht gewusst, Habe ich wirklich auch. Ja, Ja. ich völlig den Überblick nicht über so Zeug. Das ist schade. Aber für das haben wir ja die, von dem her. Genau. Also, eben, ich kann auch direkt an Hollow Man denken, wo ich es gesehen habe. Absolut. Sieht, ich glaube, das könnte wirklich ein cooler Film sein, wenn man sich darauf einlädt. Ich habe ihn aber auch hier, wie gesagt, ich weiß nicht, ob der überhaupt schon draus ist. Das ist einfach so das Zeug, das mich momentan interessiert und ich möchte den Trailer einfach mitgeben, falls ihr Bock habt. Ja. Der grösste Schauspieler von allen Zeiten ist nicht drin, der Kevin Bacon. Der Kevin Bacon, als grösster Schauspieler von allen Zeiten. Speck Kevin. Writing's not Oh, sorry. that. Sorry. Ja, sorry. Der Speck Kevin. Naja. Also ich glaube nicht, dass er das jetzt ernst meint. Du mir bitte kurz sagen, ob du das ernst meinst mit Kevin Bacon. Ja, glaub's gut, nicht. Kevin Bacon. Schon. Weißt du, was man sich denkt, wenn ich an Kevin Bacon denke? Schlecht ist er ja. Nee, schlecht ist er nicht. Loose. Footloose. Man sieht ihn ja gar nicht. Oh. Oh, wow. Okay. Nice. Leute Uwe Boll, der macht einen Film aus dem. Oh, wow. Okay. Oh, wow, aber okay. Ich brauche Kaffee. Und ein letzter Film, bevor wir noch kurz in die letzte Kategorie gehen. Habe ich noch am Start. Das ist etwas zum Auflockern, darum kommt zum Schluss noch mal etwas Lässiges. Ich weiß nicht, wie gut er wird. Ich weiß nicht, ob es den Film braucht. Und wie gesagt, wir sind nicht Zielgruppe. Der erste ist doch da. Nein, also, nein, nicht von der. Okay, lass den Trailer laufen. Okay. Hey, das geht immer, komm. Das ist doch einfach, das geht. Vor allem, wenn du ein Kind hast, geht es so oder so. Das ist ein Grund für ins Kino. Hä? Ich weiß nicht, wie gut der Film an und für sich ist, aber ich werde ihn schauen. Ich habe Bock drauf, weil ich einfach. Die Welt und die Minions, die haben irgendetwas, was ich entspannend finde. Der Bösewicht ist der, der Gute ist und ist im Mittelpunkt. Das finde ich toll. Ja, soviel zu dem Film für den Moment. Das sind eigentlich alle meine Trailer, die ich habe. Manabar sagt gerade, ich höre Beastie Boys schon mal 10 Punkte. Ja, Beastie Boys ist genial gewesen. Rest in Peace. Ja. Schon hops gegangen. An Demenz gestorben. Also einer von ihnen, ja. Also, ja, klar, das ist das dritte, aber der. Wie hat der geheißen? Ref? Nein, das ist ein Wrong MC, sorry. Voilà, schlecht. Voilà. Ja, nicht offiziell, ich gebe es jetzt bekannt, meine Hip-Hop-Zeit ist komplett hinüber. Auf jeden Fall, ja. Oschki, ich finde den Crew lustiger als die Minions. Ja, ich finde die Filme, die nur von den Minions handelt, schon, hat nicht so gut gezündet. Ich finde, am besten funktioniert es, wenn sie miteinander interagieren. Sally, natürlich wirst du ihn schauen müssen. Ja. Sie sagt gerade, sie liebt den Psychohofen Minions. Ja, ich auch. Den gehen wir schauen. Aber safe. Gut. Was ist so viel zu dem? Alles gut soweit? Alles gut soweit? Ja, das wäre es eigentlich meinerseits fast gewesen. Serie möchte ich einfach nur, da schauen wir nicht mehr groß Trailer, da möchte ich einfach noch mal kurz sagen, was gerade so aktuell ist für die, was interessiert. Und zwar Suits geht in die 8. Staffel. Finde ich, hat krass nachgelassen, ist schwach geworden. Möchte aber, ich will es gleich noch mal durchschauen, vielleicht, weil ich habe die ersten Staffeln super gefunden. Nicht mich wundern, was passiert, wie sich es entwickelt. Nach dem Abgang von zwei von den Hauptdarstellern, die eine ist schon jetzt fast, die gehört jetzt zum Königshaus von Großbritannien. Ja, der ehemalige Prinz Harry geheiratet, der jetzt nur noch Harry heißt.
Ja, bin ich gespannt auf House of Cards. Auch dort jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Habe ich eigentlich eine super Serie gefunden. Ich weiss nicht, so Kunst und Künstler trennen soll man ja. Ich schaffe es nicht so ganz. Und darum hat diese Serie einen mega faden Beigeschmack. Seit der ganzen Geschichte rund um den Kevin Spacey. Ja, darum ist er ja aus dieser Serie. Hi Schwarz, hallo. Aber auch diese Serie und die 5. Staffel wird auch dranbleiben. Castlevania Staffel 3, hat irgendjemand von euch Castlevania... Ja, House of Cards geht weiter, genau. Und zwar bei Join Primetime ab Mittwoch, 4. März. Ja, das heisst, man wird es auch dann bald können sonst schauen. Beim Streamer eures Vertrauens. Und ja, ich erwähne das, weil es ist erstens legal in der Schweiz und zweitens, wenn ich Sachen wirklich geil finde, hole ich mir nachher das Steelbook oder wenigstens die Blu-ray-Boxen. Voilà. Der Oschki will Lost zurück. Nein, merci. Die Idee von Lost war eigentlich der Hammer gewesen. Das Problem ist halt einfach, es hat katastrophal geendet. Es hat wirklich, wirklich schlecht geendet. Aber hey, man weiss mittlerweile, J.J. Abrams hat seine Schwierigkeiten mit Sachen zu einem guten Ende bringen. Wow. Hey, und das von mir, hä? Ja, voll, ja. Aber ich liebe den Film trotzdem. Ich liebe Star Wars nach wie vor. Aber ja, JJ, you heard. Ja, ich weiß nicht, ich bin eben leider in The Lost, ich habe es 2-3 Mal, aber ich bin nicht reingekommen, absolut nicht. Ich habe die erste Folge gesehen, glaube ich, dann, es ist schon ewig her, Jesus Gott. Und dann hat man mich nicht gepackt, das ist so, ja. Und dann habe ich wieder ab und zu rein, und dann, es ist einfach so, ach, ich kann auch mit diesen Serien nicht mehr anfangen, wo, oder Walking Dead ist am Anfang lustig, aber dann ist es einfach nur noch, nein, es geht einfach nicht. Ich kann mir nicht helfen, es geht nicht, es ist mir zu fest. Walking Dead hat halt angefangen Fehler zu machen, und zwar zum einen, ich finde das Prinzip ist genial gewesen, so das müssen durch die Welt gehen etc. Ja, super. Sie haben sich natürlich auch am Comic entlang gehangelt und es ist schon spannend zu sehen, dass irgendwann halt eben sich die Menschheit wieder aufrafft und dass es anfängt, nicht Kolonien, sondern so Gemeinden, blöd gesagt, zu geben, die untereinander wieder, wie eigentlich so früheren Zeiten schon, dass sie miteinander, so ein bisschen vor der Industrialisierung, weißt du, mit Rössern müssen wir anreiten und Zeugs geholt bei den anderen Dörfern. Das finde ich eigentlich cool, der Ansatz. Was mich anfangen zu stressen ist, da der Krieg gegen den Negan gewesen, weil es immer darum geht, dass sie so dermaßen keine Munition haben und plötzlich können sie dort Rambo-mäßig ganz Benzin durch. Da hat es mir völlig abgelöscht dort irgendwie. Ich weiß nicht. Aber mein Problem mit solchen Serien ist genau das. Also, oder The Lost ist dann auch so, diese Intrigen, ich weiss, das ist das Spannende an dieser Serie. Aber der produziert doch nicht eine Serie mit 100 Staffeln und weiss wie Tausende von Folgen. Der macht doch einfach eine Serie, die 1 Staffel hat und dann ist fertig. Und Punkt, alles Ende vorbei. Weil du füllst das Zeug gar nicht mehr. Du musst immer wieder neue Intrigen. Das ist das Prinzip ist Lindenstraße mit Zombies. Sorry. Und belost ist das genau das Gleiche. Bin ich nicht bei dir. Ich kann nicht damit anfangen. Also nicht mehr. Nein, sehe ich anders. Weil prinzipiell, sie gehen wirklich nach den Comics zu einem Großteil und der bietet halt einfach, der Comic ist genial und sie bietet halt einfach genug. Gut, ja, auf jeden Fall, oh wow, der nächste Corona-Witz. Beim nächsten gibt es keinen mehr, bitte. Auf jeden Fall, wo bin ich gewesen? Eben, sie haben genug Material, man kann das gut machen, aber sie haben einfach gewisse Sachen zu lang gezogen und es sind einzelne Probleme, aber generell mal finde ich, ja. Was ich auch mühsam finde, ist Fear the Walking Dead. Dort habe ich einfach das Problem damit, dass es hat super angefangen. Ich hätte es geil gefunden, wirklich den Anfang von dieser ganzen Pandemie noch weiter zu verfolgen, aber sie sind dann plötzlich auch extrem in den Stress hineingekommen und angefangen vorwärts zu machen. Jetzt sind sie zeitlich gleich wie The Walking Dead, Mutterserie, und fangen an, alle Charakter, die ihre Story Arc auserzählt haben und nicht mehr einfach nicht mehr der Story beitragen und charakterlich sich nicht mehr entwickeln, schieben es halt dort ab. Okay, ja. Haben es schon 2 oder 3 Mal sogar gemacht. Ja, jetzt sollten ja noch einige Filme kommen, etwa 3 Filme mit dem Rick Grimes. Mal schauen. Vielleicht will ich mir das noch geben, aber
Ja, hey. Ja, Anyways. oder vielleicht kann ich es nochmal, ich muss ein bisschen zurück, was er gesagt hat. Also grundsätzlich ist es wirklich so, dass solche, also von mir aus gesehen, bis jetzt immer irgendwann einfach nicht wissen, wenn fertig ist. Weißt du nicht mehr? Also weißt du, ich rede nur für mich, absolut. Ich sehe, dass ich sehe die Punkt. Klar, du hast jetzt, wie gesagt, die Comics so gelesen, offensichtlich, ich nicht. Und dann ist es einfach irgendwann ausgelutscht, auf gut Deutsch gesagt. Es ist einfach wirklich nach 2-3 Staffeln hat man es dann ja auch mal gesehen. Also ich weiß nicht, mir geht es auf jeden Fall so. Voilà. Was ich von Gotham zum Beispiel nicht behaupten kann. Oder die in sich geschlossenen Serien, die aber aussen dran eine grosse Haupthandlung haben, die aber in sich geschlossen sind, im Prinzip, die funktionieren für mich auf jeden Fall besser. Weil das ist immer wieder eine neue Geschichte, aber gleich geht die Handlung in einem grossen Modo weiter. Das finde ich nicht. Ich glaube, das kann man nicht so verallgemeinern. Also, es gibt Serien, die funktioniert das. Es gibt Serien, die müssen abgeschlossen sein, wie The End of the Fucking World hat nach der ersten können abgeschlossen sein, jetzt die zweite Staffel okay, aber ist gut gemacht, kann man sagen, zweite Staffel jetzt endgültig Deckel drauf. Da gibt es wiederum Serien wie hat das mit dem Suizid von dem Teenie Girl, jetzt eine Serie gegeben. Auf Netflix, sie hat sich umgebracht und dann ist die erste Staffel eigentlich mit diesen Tapes da. 13 Reasons Why, genau. Ja, irgendwie so, ja. Eigentlich super gefunden. Erste Staffel und alles nachher, ja, hat es nicht gebraucht. Es gibt Serien, die funktioniert, es gibt Serien, die funktioniert nicht. Jetzt fragt der Oschki, Tanja fragt, habt ihr Dark gesehen? Erstens, hi Tanja, liebe Grüße an dich. Zweitens, ja, es ist eine von der wenigen wirklich guten deutschen Produktionen, wo jetzt auch in die zweite Staffel läuft, bin aber nicht mehr ganz up to date. Geht darum, dass dort Kids verschwinden und es ist eine Serie, wo du musst dranbleiben, wo du musst dabei bringen. Es ist Timeline-technisch ein bisschen tricky. Geht um Zeitreisen, also ist ein grosses Element von dem Ganzen. Und das ist eine Serie, wo du wirklich musst reinschauen und weil die Story ist du bist sehr schnell weg. Also kommst du nicht nachher, wer ist jetzt wer. Ja, ist jetzt ein bisschen, ich habe sie schon länger her und ich bin nicht mehr auf dem neuesten Stand, was Staffeln angeht etc. Darum kann ich jetzt hier nicht so eine gute Zusammenfassung geben davon, wie ihr es merkt. Ist eine deutsche Serie, was wert ist zum Schauen. Aber eben, es ist schwierig zum dran bleiben. Also da kann ich leider gar nicht mitreden. Keine Kenntnis. Ey, Nine Fox Tale ist weniger confusing als beim Witcher seine Flashbacks, Time Jumps. So unnötig. Es wäre schon cool mal zwischendurch, aber es ist einfach falsch gemacht. Es ist übertrieben. Völlig Nein, nicht falsch, es ist zu viel und es ist unnötig. Die Serie könntest du auch anders erzählen. Warum schnallst du, zum Beispiel, was gut ist da, falsch gemacht, wieso also falsch gemacht, weil was am Ende passiert, was am Anfang passiert, dass du, wo die Charaktere sich dann befinden, zeitlich und vom Ort her, ist genial, aber es ist einfach mühsam und ich brauche es nicht. Dark als Empfehlung zweimal schauen und man sieht dann, wie genial durchdacht die Serie ist. Ja, ich will sie sicher auch nochmal schauen. Echt, das ist, und ey Leute, ich sage gerade, schaut etwas Deutsches, also jetzt nicht wegen Deutschland, sondern wirklich effektiv wegen Filmproduktion, um es davon kennt. Die Serie ist ein anderes Thema, die Serie ist wirklich gut. Andy, Stranger Things Fan, yes! Shirt von meinem Baby bekommen. Wir beide sind grosse Stranger Fans. Ist wirklich genial. Kommen wir nachher dann dazu. Gut, wir haben noch ein bisschen etwas drauf. Es kommen noch Sachen, ich tue jetzt nur das, wo ich mal reingeschaut habe oder wo ich kenne oder wo ich sogar verfolge, erwähnen. Es gibt sicher auch Sachen, die ich nicht gesehen habe. Paradise PD Staffel 2 auf Netflix ist im Family Guy Stil gehalten. Ich finde aber, die Jokes sind platt voraussehbar, nicht so geil. Nicht Family Guy-mäßig. Nein, ja, da habe ich mal ein Rezept und so, aber das hat mich nicht gepackt. Also, der lieber Family Guy, tatsächlich. Also viel lieber Family Guy. Das hat mich wirklich nicht
reingezogen. Dann Supergirl Staffel 5, ich weiß nicht, wie sehr du in diesen DC-Serien drin bist. Supergirl gar nicht. Ich bin nicht in das ganze Arrowverse, ist schon jetzt, sie haben immer am Ende von so einem Zyklus wieder ein Crossover gebracht. Jetzt muss es riesengroßes angestanden sein gerade. Ich habe es aber nicht geschaut, weil ist mir erstens langsam zu viel geworden und zweitens ist jetzt wieder Reset gewesen. Also wenn ihr anfangen zu schauen, wäre jetzt ein guter Moment. Das ganze DC Serienuniversum geht jetzt wieder nicht in einen Reboot, aber wie es eigentlich Marvel macht mit ihren Crisis. Oder immer wenn eine Crisis ist, wird ja ein bisschen blöd gesagt wieder resettet. Ungefähr so macht DC auch amigs mit ihr. Ich weiß nicht, wie sie es nennen, aber wäre jetzt gerade der Moment. Dann Fresh Off the Boat Staffel 6 auf Pro7, das heisst auch im Netz. Ganz lustige, okay Serie, ein bisschen, hat ein bisschen etwas von nicht gerade Malcolm-esque. Es hat der Schauspieler, der bei Scrubs den Hauswart gespielt hat nachher auch noch eine Serie bekommen. The Middle, genau. Es ist ein bisschen The Middle mit Humor darüber, dass sie asiatische Einwanderer sind. Es ist jetzt nicht eine mega tolle, gute Serie, die man gesehen haben, aber so, kennt ihr das, wenn ihr so mit 38,5 Grad Fieber und Tee im Nest sind und nichts findet, und schauen wollt und einfach ein bisschen Hintergrundrauschen braucht, für das ist Fresh Off the Boat okay. Black Mirror, so weit bin ich noch nicht. Willst du schon etwas einwerfen? Black Mirror bin ich, jetzt muss ich überlegen, bei der ersten Staffel durch gsi, habe ich gefeiert. Nicht alles, aber das meiste war wirklich cool gsi. Aber kommt da jetzt eine neue Staffel, dass du gerade mit dem kommst? Ja, jetzt ist mir doch gsi, oder ist die schon draussen gsi und ich habe 2 gemeint und ich komme nicht raus. Warte schnell. Kannst du heute schauen? also es wird mein letzter Wissensstand ist, dass Black Mirror momentan in der 5. Staffel ist. Ja. Das, nachdem sie den Bandersnatch-Film rausgebracht haben, wo ja wo du selber entscheidest, wie der Film weitergeht. Ich glaube bis zur 4. gewesen. Es sind ja nicht sehr viele Folgen drin, jeweils. In der Staffel, in der Episodenliste. Aber, gut, sorry, ganz kurz. Red Mugen, super geil. Danke für den Input. Crisis, genau, bei Ihnen ist Crisis on Infinity Earth und Arrow ist mit 8 Staffeln fertig. Super. Und es kommt ein neuer. Okay. Genau, richtig. Wird ein neuer Arrow-Darsteller sein, das habe ich nicht erwähnt. Es kommen sogar 2, ja, es kommt eine neue Superman-Serie, es kommen sogar 2, weil, wer sich noch mal erinnern an Batman und Lois. Jetzt würde ich verstehen, warum die 2 Lampen gehen miteinander. Okay. Nein, es hat schon mal eine Serie gegeben mit, hat sie Superman Lois geheißen oder hat sie Clark und Lois geheißen? Auf jeden Fall kommt wieder eine Serie mit denen 2, plus kommt eine neue Superman-Serie. Ja, also von dem her, ja, wenn ihr Bock drauf habt, eure Zeit gerade. Red Mugen, bist du so drin in dieser DC-Universe-Geschichte etc.? Würde mich interessieren. Ich bin jetzt übrigens gerade momentan Comics am Nachlesen vom wie hat es geheißen? Ja, Year One von Batman. Ja, ich bin jetzt gerade wieder ein bisschen ins DC am reinlesen, aber noch hier und da ein paar Joker-Comics zum Lesen. Vielleicht bringe ich über das auch mal etwas, wenn ich an dem Punkt bin, aber hauptsächlich befasse ich mich gerade mit Star Wars Comics. Gut, dann haben wir das ist eigentlich mit guten Schweizer Filmen. Breakout ist von der Machart her gut gewesen. Breakout ist eigentlich gut gewesen, also handwerklich gut gemacht. Story Setting hat mir alles gut gefallen. Ich weiß nicht, wie gut er gealtert ist. Ich weiß nicht, ich habe den als Teenie voll in meiner über-Hip-Hop 6XL Baggy Pants Phase geschaut. Ich weiß nicht, wie sehr ich heute noch feiern würde, aber dazu habe ich Breakout sehr gut gefunden. Ja, und sonst, wer macht Film? Gell? Marco Rima seine Filme halt. Was haltest du so ein bisschen, also, sorry, ich muss nochmal heute schnell zurück, weil du hast mir jetzt übersprungen. Unterbrochen, übersprungen, hat es probiert, hat es nicht geschafft. Black Mirror, was ich noch sagen wollte, ist, sorry, ich muss das nochmal aufgreifen. Black Mirror ist, habe ich Angst, dass wenn noch mehr Staffeln kommen oder noch mehr Folgen, was auch immer, dass es sich dann ein bisschen, irgendwann ist doch der auch fertig mit neuen Ideen und es läuft sich dann halt aus. Da sollte man dann vielleicht lieber auch sagen, okay, stopp, es reicht, das ist gut gewesen, aber jetzt müssen wir etwas Neues bringen. Voilà. Was haltest du so von also wenn wir bei Schweizer Filmen sind? Zen Tunci habe ich leider nie gesehen, sondern noch verpasst, das zu schauen.
Was haltest du von Steiner-Filmen? Also, ich glaube, der Steiner als Regisseur. Also, es gibt 2, 3 sehr gute Schweizer Filme. Und dann gibt es halt auch viel Mist. Das ist halt so. Also, es ist ähnlich wie bei den Deutschen. Ich habe sehr wenig Schweizer Filme gesehen, bin ich ganz ehrlich. Da der Bruno Manzer lebt jetzt auch, habe ich auch nicht gesehen. Der hat mich gar nicht interessiert. Ich weiß nicht wieso. Das letzte Schweizer Ding, das ich gesehen habe, ist ein Schweizer Film gewesen. Ich bin ja, übrigens, ich sage euch jetzt alle etwas, das habe ich probiert zu verdrängen. Ich bin aber im Halbfinale oder so, also ich bin relativ weit gekommen für eine Rolle im Film Mein Name ist Eugen im Jahr 2005 erschienen. Was? Ja, ich habe früher so ich habe Schauspielerei eigentlich immer sehr gut gefunden. Ich bin auch im Theater AG und so dabei gewesen. Bin dann dort an mehrere Castings eingeladen worden, bin weitergekommen. Am Schluss hatte ich dann Höchfieber und Krücken und das war dann mein Ende von dieser Geschichte. Aber ja, sonst, was gibt es noch für ja, eben Sennentouch ist sicher etwas, was man schauen kann. Sonst kommt mir jetzt, das ist es eben, ich kann nicht mal sagen, wie es aussieht, Viel, also serienmäßig. Ja, sorry, sag nochmal. Filmtechnisch gibt es nur alle paar Jahre irgendetwas, wo überhaupt, wo man überhaupt sieht. Es hat 2006 Grounding gegeben. Es hat The Ring Thing. Leute, The Ring Thing, ja. Vierter Film im Fall, ich finde ihn richtig. Er ist schlecht, aber er ist einfach... Aber es ist auch ein richtiger Trash. Das ist genau so, das ist genau der Trash-Art-Film, wo du merkst, es ist für das Kino produziert worden, weißt du, was ich meine? Und so hat, wenn Velocipastor so wäre produziert gewesen, hätte es mehr rausholen können. Ich sage einfach, mehr rausholen können. Achtung, fertig, Charlie finde ich nicht doof. Muss ich dir ehrlich Wort sagen. Ich finde es doof. Ich habe es einmal geschaut, das ist dämlich. Es ist nicht wegen dem militärischen Bezug. Einer ist so halb lustig. Also die Witze waren nicht lustig gewesen und also ich weiß nicht, ich habe mit dem gar nicht anfangen. Aber ja, The Ring Thing finde ich richtig lustig. Es ist, auch Ring Thing würde heute nicht mehr funktionieren von den Jokes vom Alter her. Aber damals als Kind, ich habe das als Kind gesehen im Kino und ich habe mich vergrölt, ich bin schier abgelegen, heute wahrscheinlich gar nicht mehr. Achtung, fertig, Charlie, damals ja, heute wahrscheinlich auch nicht mehr so. Was hat es noch gegeben? Dann hat es noch Ding gegeben, Das Boot ist voll, das ist ein alter Film, der ist glaube ich recht krass gewesen sogar. Das Boot ist voll, alter Film, Anfang 90er, mag mich erinnern, habe ich den mal auch gesehen, also nicht Anfang 90er, aber ich habe ihn mal gesehen. Also, ja. Ich würde grundsätzlich festhalten, was so Dokumentar, also thematisch in der Dokumentarschiene fährt, jetzt so, also Verfilmungen, die aber dokumentarisch angelegt sind, jetzt wie Grounding, funktionieren sehr gut, weil die Schweizer haben das einfach irgendwie im Griff, weil du musst auch nicht irgendwie, du merkst einfach, es ist befreit, weißt, es muss nicht irgendwie etwas verschwiegen werden, grossartig, es wird wirklich Vollgas reingepratscht. Was ich auch sehr eine gute Serie habe gefunden, das ist lustigerweise, habe ich einmal gedacht, ja, also gut, ich tue mir das jetzt mal an, ich dachte, ja, wilder. Ja, die erste Folge, nein, ist aber nicht wahr, ich bin irgendwo zwischendrin, bin ich plötzlich auf wilder bleiben hängen, als ich rumgezappt. Dann habe ich die Folge fertig geschaut und dann bin ich irgendwie wie in Trance, habe ich wirklich komplett die ganze Staffel nachgeschaut, und zwar mit dem entsprechenden der TV-Box wirklich die Staffel rausholen und die auch nachgeschaut. Und ich muss sagen, Wilder ist wirklich eine gute Serie. Also wirklich gut. Okay. Richtig coole, so... Im Nachhinein ein bisschen voraussehbar, aber gleichwohl sehr gut gemacht, gut geschauspielert und sehr gutes Berndeutsch. Das spielt ja in Bern eigentlich, oder? Und sie ist ja überhaupt nicht eine Bernerin. Und es hat Einzelne, wo man muss sagen, okay, ist ein komischer Dialekt, aber sie hat ein super gutes Berndeutsch drauf, muss ich wirklich sagen. Ich habe fast die Familie sehr gut gefunden. Ja, habe ich nie wirklich, also mal habe ich ab und zu geschaut, aber nie wirklich, also wirklich in dieser Zeit nie konsumiert, im Sinne von, das müssen konsumieren. Also, hat man halt ab und zu mal geschaut. Gehen wir noch ganz kurz auf den Chat ein. Ja, natürlich. Und zwar haben wir hier Moment, Red Mugen, bei Netflix schaut ihr alle von diesen DC-Filmen. Krass, das ist wie bei diesen Marvel mit der Iron Fist und so. Iron Fist so grausam schlecht. Und auf jeden Fall, ja, ist egal. Schlimm. Ist jetzt ein Thema. Schwarz, es gibt sicher noch einen Haufen, die wir dort rausholen können. Bei Black Mirror könnte schon noch mehr kommen. Ja, ich denke auch, sie dürfen, wobei ich muss sagen,
die 5. Staffel mit nur 3 Episoden oder so nach Bandersnatch habe ich nicht gut gefunden. Ja. Bisher, die Staffel haben mich immer, zum Teil kann ich nicht so viel aufs Mal schauen, ich habe 1-2 Folgen können schauen und dann bin ich emotional wirklich, habe ich mein Grounding jedes Mal. Und dann habe ich aufhören und ein bisschen durchschnaufen. Mal schauen, was noch wird gehen dort. Ich hoffe, es kommt noch gut. Ja, ich hoffe, dass da noch ein bisschen etwas drin liegt. Aber eben, wir werden es sehen. HD Leppi und Telebach Kari. Ja, genau. Mad Heidi Comments. Bin gespannt drauf, weil ich glaube, man weiß noch nichts über einen Release-Termin. Oh, apropos Mad Heidi. Ja, Heidi mit dem Bruno Ganser. Ein super Film, ein super Film übrigens. Wirklich gut. Ja, sorry. Mad Heidi, sehr gut. Würde mich endlich darauf freuen. Schmarz sagt gerade Nummer 47, eine super Schweizer Serie. Habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, ich auch nicht. 0 auf dem Schirm. Überhaupt gar nicht. Bezieht sich auf die Adresse von einem Wohnblock in Bern, in dem mehrere junge Erwachsene leben. Yes. Okay. Hey Leute, ich habe so Bock, mal filmisch irgendetwas zu machen. Ich weiß nicht, ob das im Rahmen von Geekstübli bezieht oder so. Aber durch das ich mich halt schon seit jeher sehr mit Films, also mit audiovisuellem Filmserien, Schreiben etc. befasse. Ich muss nicht mal mehr Reime mit dem Schreiben, das wäre huren einfach. Natürlich nicht. Aber auf jeden Fall, ja, ich würde huren gerne mal irgendetwas machen. Sehe ich gerade, Seitentriebe ist auch eine Schweizer Produktion. Ich kann mir das gar nicht geben. Schon nur rein vom Setting her nicht. Es ist eine Katastrophe. Ich habe das Gefühl, dass da andere Zuschauer anderer Meinung sind. Seitentriebe kann ich mir gar nicht geben. Finde ich absolut langweilig, boring und nein, geht gar nicht. Der Bestatter, hast du mal Bestatter geschaut? Nein, hat mich nicht abgeholt. Habe ich mal reingezappt, ist aber schwierig. Also sicher eine gute Sendung, aber ist nicht mein Fall. Also grundsätzlich ist sicher nicht, es ist gut wahrscheinlich, aber ich bin auch nicht reingekommen. Absolut nicht. Gut, dann wird sie wenigstens nicht schwanger. Okay. Wir gehen weiter. Warte schnell, erinnere mich an den Film. Weißt du, was ich meine? Schau dir Velocipastor an, unbedingt. Das ist wirklich. Ja. Kingdom Staffel 2 geht weiter. Habe ich mal kurz reingeschaut, so Zombie-Asiaten. Ich weiß nicht, hat mich jetzt, ja. Ich habe es gesehen mit Zombies ein bisschen. Star Wars Resistance Staffel 2 am 14. März auf Disney Channel. Wer hat es gedacht? Habe die erste Staffel angefangen, habe dann wieder aufgehört, weil ich sie nochmal zusammen in einer Kleine schauen. Ist so ein bisschen der Cell-Shading-artige Lucky Look. Der Cell-Shade. Jetzt muss ich aufhören, jetzt muss ich heimgehen. Auf jeden Fall, danke vielmals. Bitte. Ist gewonnen die Sache. Storytechnisch halt nicht das tiefgreifendste. Resistance ist halt, dass es gerade aktuell ist, etc. Und ist okay. BB-8 dabei. Ist völlig okay. Ich würde dranbleiben. Ja, voll ist okay. Ich kann man mitnehmen nebenbei. Ich finde Resistance recht angenehm, vor allem mit den Kindern. Ja, voll, ja. Das wird sicher lässig. Das ist auch die Zielgruppe, oder? Kind ist wirklich Zielgruppe dort. Es wird auch Ding weitergehen. Der Clone Wars kriegt eine letzte Staffel, wo ich sehr Bock davon will. Order 66 wird das Thema sein. Ja. Und Rebels, weiß nicht, ob da noch irgendetwas passieren wird gerade, aber Rebels wird ich nochmal durchschauen. Das habe ich unglaublich gute Story gefunden eigentlich. Klar, ein bisschen auf Kiris gemünzt, aber ich habe die Story an und für sich wirklich gut gefunden. Ich freue mich auf Disney Plus. Weißt du wieso? Da kann man das Zeug endlich nachschauen, weil das ging über das hure Zeug absaugen und nicht auf dem Fernsehen und so. Das ist mühsam. Ach, ich stream's immer und Chromecast regelt. Gut, ja, dann, was haben wir? Hören gut! Friese Bananen, die Manhunt Staffel 2. Danke vielmals für ein Follow. Jetzt habe ich das komplett verpasst. Mist. Danke vielmals. Warte schnell. Nur weitermachen ist schon gut. Warte. Sehen wir doch da, wer da gefollowt hat. Yes. Bechnerol 1993. Danke vielmals. Merci für ein Follow. Ah ja, es wird rauskommen auf Disney Plus auch High School Musical, The Musical, The Series.
Nope. Vielleicht, ja, das ist wahrscheinlich der längste Serientitel. Gibt es einen längeren Serientitel? Kennt ihr einen? Mandalorian Staffel 1. Hey, wir freuen uns alle drauf, wenn wir endlich sehen, was dort passiert. Ja, gell? Es ist so schlimm. Überall wird alles gespoilert, du musst richtig durch die Welt laufen. Ohne das. Black Lightning Staffel 3 komplett an mir vorbeigeschossen. Also Black Lightning habe ich versucht zu schauen, ich habe es nicht geschafft. Ich komme nicht rein, absolut nicht. Ich weiß nicht wieso. Es ist einfach... Ich weiß nicht, was es liegt. Hast du das können? Hast du das durchgezogen? Die ersten 2? Nein, ich habe angefangen, aber ich bin irgendwie schon so angepisst von dem ganzen Defenders-Ding, das dann vorbei war. Hey Mann, aber... Okay, viel Spaß. Mach das, hey, viel Spaß, ja, Boardgame. Schön, bist du trotzdem noch am Start, cool. Nein, fuck, was ist mit guten Trash-Movies? Gute Trash-Movies. Ich finde es schwierig, wenn Trash-Movies auf Trash gemacht sind. Finde ich es schon ein bisschen schwierig, wenn Trash-Movies gar nicht wenn Trash sind, dann sind, finde ich. Das finde ich geil. Ja, okay, das ist so das, was mich interessiert. Serie Haus des Geldes Staffel 4. Und dann wird, was mich interessiert ein bisschen, ist The Walking Dead World Beyond. Staffel 1 wird am 14. April kommen, also die 3. Serie von Walking Dead. Wo viel, viel später als alles andere meinte spielt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also schon eine nächste Generation zum Thema hat. Suits, Staffel 9 von Suits haben wir schon gehabt, startet 28. April. Ja, dann wäre das eigentlich so ein bisschen das Serientechnische, was jetzt noch etwas wäre zum kurz schauen, was mich sehr interessiert. Ich gebe dir gerade noch einen Trailer rein. Moment kurz. Google Docs regelt, finde ich super. Ja, bin gerade dran. Ach, Moment. Kong Fury ist sonst noch ein Film, den man sich mal geben kann. Oh, Kong Fury. Wo ist Google? Shit, wann ist das Google-Dokument? Habe ich das jetzt zugemacht? Kong Fury. Musst nicht, ich habe den Trailer, finde ich so, kenne ich. Sorry, meine lieben Leute, fürs Warten, aber es geht nicht mehr. Linkliste, ich habe sie gefunden. Und zuunterst unten findest du jetzt den letzten Link von mir. Voilà. Kübelböck der Zauberer, wow, ja, der Raffi ist auch ein grosser Fan davon. Wirklich, absolut. Wie ist das? Oh, ja, ein Autoplay. Wir können das nicht abstellen. Nein, kann man nicht. Okay, kommt sofort. Ist das jetzt der, den du mir geben willst? Nein, das ist der, wo wir jetzt schnell schauen, zusammen den Trailer. Aber das ist der richtige, gell? Du hast nicht gemeint Kung Fury Trailer. Nein, nicht der Kung Fury Trailer. Okay, gut, in dem Fall ist der richtige. Gut, gut, dann schauen wir doch schnell, ja klar. Und ab. What did we know about life after death? I'm very sorry about your loss. I can't even imagine how you must feel. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I've traveled the world in the 7 seas. Der Soundtrack von Stranger Things ist so großartig. Kann ich jetzt gerade bestätigen. Ich bin aber noch nicht reingekommen in Stranger Things. Muss aber noch arbeiten. Schwierig. The Mind Flayer. My grandfather thinks this town is cursed. And all the bad things that happen in this town are because of one thing. An evil thing. Die Musik ist einfach auch gut, sorry. Oh, Red Mugen, dann mach Augen und Ohren zu. People have just disappeared.
believe he is. Yes. Yes. Eben, wie gesagt, Stranger Things bin ich noch gar nicht reingekommen. Ich weiss, dass ich es müsste schauen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, tatsächlich. Also, ja. Ein grosser Spoiler ist drin, tut mir leid. Ja, voilà, Spoiler, also... Spoiler ja, Alert. Anyways. Spoiler Warning. Ja, gut, sagen wir das nachher. Ja, haben wir vergessen. Spult einfach nochmal zurück, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Tut mir wirklich leid. Okay, also, wenn ihr auf die 80er-Vibes steht, wenn ihr auf Dungeons and Dragons und Ghostbusters steht, ey, schaut die Serie, man. Es hat so viel liebe kleine Details drin. Es braucht 2-3 Folgen, das gebe ich zu, bis es mit drin ist, aber ich bin zu dem Punkt, wo ich Shirts davon anhabe. Zusammen mit meinem Baby, die gleichen Shirts anhat. Yay! Okay. Ja, ey, ich finde, wenn man reinkommt, ist es eine wirklich, wirklich tolle Serie. Und ich habe richtig Bock drauf. Es ist eine Serie, die mich richtig abgeholt hat. Und es gibt ja nur so alle paar Jahre gibt's mal so eine Serie, die gross einen wirklich abholt, habe ich das Gefühl. Es ist, ich meine, Game of Thrones ist so ein Beispiel, zum Beispiel, ey. Also, Game of Thrones zum Beispiel ist ja das Thema gewesen. Es ist überall über die Serie geredet worden und ich meine, alles, wir haben so mitgefiebert Woche und es klappt natürlich auch nur, wenn du nicht eine ganze Staffel aufs Mal schauen kannst, wahrscheinlich. Klappt das wahrscheinlich besser, weil halt alle immer gleich weit sind und du quatschst wieder über die nächste Folge. Und auch mit dem Ende, was passiert ist, und Stranger Things ist so, es ist nicht ganz so gross geworden, aber es ist echt so eine Herzensserie auch. Sally, ja, Sabrina ist auch der Hammer. Sabrina ist auch cool, ist irgendwie ein bisschen weird von der Produktion her, aber das ist irgendwie auch, es ist ein bisschen Trash. Muss ich sagen, und ich weiß nicht, wie hoch das Produktionsbudget war. Es ist ein bisschen trashy, aber wir schauen das ja auch zusammen. Oder nein, eigentlich nicht zusammen, aber wir schauen es auch und reden dann zusammen darüber. Jo, mag ich sehr. Auch dort ist es jetzt gerade weitergegangen, die neueste Staffel ist gerade auf Netflix seit einer Zeit. Hey Leute, ich habe fertig. Ja, schnell eine Frage. Weißt du das ja? jetzt gerade jemand? Kung Fury steht jetzt, kommt ein Kinofilm, 140.000 Franken Netflix. Ist das ein Netflix-Film gewesen? Stimmt. Kung Fury. Nein, Kung Fury war kein Netflix-Film. Was steht da? Robert Hoffmann. Der 140 Millionen Netflix-Film. Kung Fury Kinofilm mit Michael Fassbender. Was? Das ist... Ja, das ist nein, nicht sorry. der gleiche. Das ist ein Titel. Sorry, das ist ein Titel mit einem Abstand drin. Sorry, mein Fehler. Ich weiss aber nicht, ob es wirklich Kung Fury 2 ist oder ob es... Sie reden alle von Kung Fury 2. Was euch im Kinofilm erwartet, habt ihr sonst da entsprechend Dings. Moment, ich kann euch das schnell schicken. Da haben wir schnell einen Link, was da genau kommt. Eventuell. Hier, da. Kung Fury 2 Informationen da in diesem Link. Können wir ein bisschen Game of Thrones hypen? Ja, ich meine, es ist jetzt gerade ganz aktuell, es ist brennend heiß, wir warten alle drauf. Wobei doch, es kommt ja eine neue Serie raus betreffend Game of Thrones. Das weiß man jetzt mittlerweile, und zwar House of Dragons, wo der George R.R. Martin himself wird mehr an der Produktion beteiligt sein, als es schlussendlich noch war an der Serie, weil ja dort Benicio und... Nein, Quatsch. Wie haben sie geheißen? The Wise und der andere. Auf jeden Fall die zwei haben ja die Serie schnell über die Bühne bringen gegen Schluss, weil sie Star Wars gewittert haben. Mhm. Ja, genau. Eigentlich hat es ja noch viel weiter zurück. Ey, du hast wirklich jetzt angefangen mit Game of Thrones, Oski. Hammer, wie weit bist du? Ich überlege mir auch einen Rewatch zu machen. Ich möchte so viele Sachen nochmal schauen. Wir sollten noch zu einem wichtigen Punkt kommen, und zwar der Film, den wir miteinander schauen werden. Und ey, liebe Leute im Chat, unbedingt nochmal, ja. Wenn ihr Bock habt, ich glaube, wir machen jetzt gerade mal kurz für das, machen wir noch einen Film zusammen ab. Weil die Discord-Geschichte müssen wir noch ausarbeiten und trotzdem schon in Discord reinschreiben, wenn ihr einen Film habt, den wir schauen miteinander. Welchen Film schauen wir als nächstes, wenn wir Kung Fury schauen?
Der geht nur eine halbe Stunde und dann haben vielleicht die Leute aus dem Chat Bock, um den auch zu schauen. Das ist eine halbe Stunde. Und wenn wir das nächste Mal unsere Gigs am Morgen machen, können wir alle drüber quatschen. Das klingt jetzt wieder ein bisschen unplant, weil es ja schon. Nein, also wie gesagt, der Chat ist drin. Ich denke, sobald jemand erste Vorschläge hat, ist das kein Problem. Ihr könnt bei Discord rein und entsprechend dort dann, eure Filmvorschläge reinhauen. Wir machen es dann so, dass wir von oben ab in diesem Discord-Chat einfach die Liste ab. Also wir schreiben das dann alles raus bei uns und gehen dann die Filme von oben ab jeweils. Weißt du, warum ich eben gesagt habe, wir können das mal noch jetzt schon, also wir können jetzt einen Film absprechen. Weil jetzt in dem Moment wird im Discord noch nicht etwas drin stehen oder noch nicht gross. Und so können wir jetzt schon mal einen Start machen mit dem Ganzen. Und dann haben wir aufs nächste Mal schon eine coole Liste an Filmen. Aha, okay, ja, ich weiß, was du meinst. Finde ich schön. Ich wäre für Kung Fury. Okay. Können wir machen. Hi, hey, Ullenbullen. Wir sind... Ciao. Hoi. Hoi, ja. Wir sind gerade richtig Ende zu gehen. Kung Fury. Also Leute, alle, die Bock haben zum Mitziehen, auf Discord bei uns im Game GAM Movies Mission. Movie Mission. Ich hau den Link da gerade kurz rein. Kung Fury. Wir werden den Film schauen und das nächste Mal darüber quatschen. Also, wer Bock hat und eine halbe Stunde Zeit, kann den Film schauen. Vielleicht schauen wir einmal vielleicht machen wir einmal etwas. Wenn die Sache ein bisschen angelaufen ist, dass wir nochmal alle gleichzeitig auf Play drücken und etwas schauen, auch die Leute, die Bock haben aus dem Chat. Aber jetzt fürs erste Mal auf unserem Discord jetzt ein Channel, der heisst GAM Movie Mission. Und darauf findet ihr den Post vom Kung Fury Film. Und wenn wir das nächste Mal uns hier für die Gigs am Morgen treffen, quatschen wir drüber. Genau. Und dann für die Zukunft, genau, einfach egal was für einen Film, einfach, wir haben vorhin gesagt, ein Serbian-Film zum Beispiel, schauen wir nicht, so Sachen machen wir nicht, gar nicht erst. Also, es gibt schon Sachen, die wir dann nicht schauen. Also, wisst ihr, was ich meine? Aber das muss ich, glaube ich, nicht erklären. Netflix-Filme gehen selbstverständlich auch, egal was, wirklich, egal was. Ausser er muss halt erreichbar sein. Er muss halt erreichbar sein und es sollte nicht gerade 60 Franken kosten. Erreichbar sein und er muss entsprechend auch andere Voraussetzungen erfüllen, wie zum Beispiel legal sein und so. Also, versteht ihr, was ich meine? Ein Serbian-Film ist legal, aber den schaue ich trotzdem nicht. Einfach aus Prinzip nicht. Finde ich geht nicht. Irgendwo hört es mal auf. Und ihr könnt alle die Finger von der Tastatur nehmen, euch gut überlegen, ob ihr das machen wollt, wisst nachher, dass ihr es nicht wollt und löscht alle eure Uwe-Boll-Links wieder. Danke vielmals. Also, von Uwe-Boll, das geht schon. Nein, ich ist mit 3 Monaten lang nur mit scheiß Uwe-Boll. Aber ich wollte nicht, dass er sich am Schluss vom Film, wenn wir nicht zusammen geschaut haben, ich wollte nicht das Blut aufputzen am Schluss. Okay. Ja, nicht mies. Zum Glück machen wir das räumlich getrennt, das finde ich gut. Ich habe 50 Uwe-Boll-Kommentare gesehen, kommen. Ja. Herrige Finger weg. Also, ich verwalte ja den Chatraum von dem her. Tut nicht dort als viel Zeug spammen und posten. Ihr dürft ein bisschen kommentieren, aber übertreibt es nicht, weil sonst muss ich das Zeug durchstrahlen und einfach so. Gut. Genau, nutzt wirklich die Games Mission für das. Nutzt den Main für alles andere. Wir sind ein bisschen am neu aufbauen vom Discord. Wir haben ein paar coole Ideen. Es wird auch noch Räume geben, wo man sich über Film generell kann unterhalten kann. Kommt alles, aber jetzt für den Moment, wenn ihr dabei seid, wenn ihr geile Ideen habt für einen Film, den wir miteinander schauen können, haut den in den genannten Channel rein. Hast du noch irgendetwas Schönes für uns, für am Schluss? Habt ihr noch über irgendetwas quatschen? Habt ihr noch irgendeinen Input? Ich habe nichts mehr. Ja, ich habe mich jetzt auch ausgekotzt. Es ist schön so, einmal im Monat mit dem Chat zusammen durch die News durchgehen, Filmserien, Games. Games haben wir das mal gar nicht groß angeschaut, gell? Nein, mal am Anfang mit den News haben wir darüber behandelt. Ja, aber es macht doch nichts, das ist ja das Schöne, oder? Was ich meine. Auch wenn ihr Inputs habt, schreibt die was so rein, genau. Wenn ihr Inputs habt, über was man soll quatschen, einfach reinhauen, das Zeug. Wo ich sagen. Genau, ihr könnt uns auch jederzeit über Discord oder sonst über Social Media erreichen. Also es ist ja so... Langt der Name vom Film? Ja, der Name langt. Was mir jetzt noch richtig fest hypt auf den Kung Fury 2 ist, dass der Arnold Schwarzenegger offensichtlich gecastet ist für das. Hehehe, finde ich super. Das gefällt mir. Nein, soweit sind wir eigentlich wieder am Ende.
Da zum Mittag winkt mit der Familie. Genau. Voilà. Ja, der Name vom Film längert, ja. Oder wo er erreichbar. Ja, nein, ist gut. Der Name vom Film ist okay. Absolut. Genau. Und wie gesagt, wir bauen das. Wenn ihr Ideen habt, was könnte man ausbauen, was fehlt, wie könnte man das Format noch cooler machen, über was könnte man quatschen. Ey, wenn ihr irgendwie Inputs habt, haut es in Discord oder schreibt uns an auf Social Media. Geekstübli findet ihr eigentlich auf überall, Instagram, Twitter, Facebook etc. Okay. Was ich noch gerade sagen zum Movie Mission. Wahrscheinlich werden wir es so machen, weil wenn wir genug Zeit haben, dass wir das sogar aufnehmen, ein bisschen Reaction-Video zusammenschneiden und das euch dann zeigen. Oder? Und dann schnurren wir noch drüber. Das war, glaube ich, so meine Idee gewesen noch. Ja, genau, das können wir machen. Genau, wir können auch... ich fände es cool, wenn wir zwischendurch würden so ein bisschen 30 Sekunden Takes von Leuten, die Film auch gesehen haben, oder die eine Meinung haben zu etwas, was sie uns schicken, dann können wir die einspielen als Voice oder als Video. Aber wie gesagt, wir schaffen das Format wird ausgebaut, wir schaffen daran, wir kommen auf euch zu, wir werden es bekannt geben, wenn neue Sachen dazukommen, absolut. Ideen etc. Aschki, das Format wäre cooler mit einem Foto von mir im Hintergrund. Ja, wäre wahrscheinlich so. Wird nicht passieren. Vielleicht machen wir es. Übrigens wäre das nicht das erste Mal. Wir haben schon 24-Stunden-Stream, wo du dich als Affe verkleidet hast und gesagt hast, du kommst nicht. Haben wir den ganzen Stream lang ein Foto von dir drin gehabt. Stimmt. Zum zeigen, dass wir an dich denken, weil wir dich gerne haben. Ja. Ja, gut, in dem Fall, merci für zuzuschauen. Danke, Fechnerroll, wie man es ausspricht. Fechnerroll, keine Ahnung, 1993, merci für den Follow. Danke, dass ihr da gewesen. Es macht unheimlich viel Spass. Wie gesagt, wieder so nochmal auf YouTube wird jede Folge von Geeks am Morgen entsprechend aufgeladen mit ein paar Abänderungen. So wegen Sachen, einfach eine gekürzte Form, eine gekürzte Fassung von den wichtigsten Punkten. Schneide ich zusammen, das braucht seine Zeit. Leider ist es noch nicht geschafft für die erste Folge, aber es wird regelmäßig nachgeschaut werden und wird aufgeladen werden. Wie auch Rega TV künftig aufgeladen wird, wir werden YouTube ein bisschen anfangen hübsch machen. Für euch und für uns. Ja. Hey okay, Römer, schön hast du eingeschaltet am Schluss. Hoi. Merci vielmals, seid ihr dabei gewesen. Danke. Ich tue euch noch schnell ein bisschen ein Abspendchen rein. Und ja, merci vielmals. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Hey, unser cooler Intro-Trailer, hast du das mal gebracht? Wir können nicht mehr. Jetzt kommen wir Intro-Trailer und dann ist Feierabend. Tschüss zusammen.